Ja, da, nun mach doch mal ein bisschen zu. Ja, tue ich ja schon, ne? Bring endlich mal Dieter sein Bettzeug in die Schlafstube. Ja, das hättest schon vor einen Kaffee trinken tun können. Konnte ich das denn, wenn Papa doch noch drin ist und sich reine Wäsche anziehen soll? Soll? Was heißt hier soll, hä? Ja, natürlich sollst du das. Wenn ich dir nicht ein sauberes Unterhemd und eine Unterbüchse an den Kopf geschmissen hätte, dann würdest du heute auf dem Sonntag doch noch mit deiner schiedigen Wäsche loslaufen, nicht? Dummerhaftigen Schnack, als wenn ich das jemals getan habe. Nee? Ah, bist doch gerade so ein Dreckfink wie Dieter. Ja, wie der Vater, so der Sohn, ne? Ist ja auch kein Wunder, ne? Papa leugnet seine Vaterschaft ja auch nicht ab. Aua, Mann, ich will dir doch gleich mal helfen. Freches Ding, du. Wieso freches Ding? Wie die Mutter, so die Tochter. Hm? Ja. Nun lass du mal dein Stickeln sein und sieh zu, dass du zu deiner Mutter kommst. Gerda! Ja? Bring mal die Sachen mit, die Papa für Oma mitnehmen soll, ne? Ja. Kamelhausschuh und Pralinkasten sagst du zu deiner Mutter, schenkt Dieter ihr. Kann der Junge das nicht selber hinbringen? Na, wirst dich an so ein bisschen schon nicht totschleppen, ne? Er wird auch wohl heute Nachmittag zu seiner Großmutter gehen können und ihr zum Geburtstag gratulieren, ne? Ach, heute Nachmittag, da will er doch zum Fußballspiel. Hat sich doch schon eine Karte dafür gekauft. Ja, wird er eben heute Morgen mit zu ihr hingehen können. Heute Morgen. Du weißt ganz genau, dass er heute Morgen zu den Leuten nach Harvestehude kommen sollte. Mit dem besseren Pack, sag mal ruhig, als wenn sich das für unseren Jungen wunders wie lohnen wird. Na, hör mal, wo Dieter ihren Sohn, diesen Herrn Oberprimaner aus der Elbe rausgezogen hat. Und dann sollen solche Leute ihn dafür nicht belohnen? Das wirst du ja gewahr. Man wird ihn da bei diesen reichen Bratenfressern so von oben herab behandeln. Kennt man doch von dem besseren Pack. Das wollen wir doch mal sehen, ob sie ihm das nicht danken. Man wird zu ihm sagen, Sie also sind der Decksmann vor dem Schlepper Fortuna, der unseren Sohn aus der Elbe gezogen hat, als er mit seinem Kajak gekentert war, junger Mann. Im Namen der gesamten Familie Zerhusen spreche ich Ihnen unseren aufrichtigsten Dank aus für Ihre mutige Tat. Leben Sie wohl und lassen sich's gut gehen. Das wart man schön singen. Ja. Glaube ich nicht, dass man ihn da so abwimmelt. Lehrt du mich das bessere Pack kennen. So eine Art Leute können sich doch gar nicht vorstellen, wie unser ein zumut ist. Ach, dann müsse sie das bleiben lassen. Nun sieh du mal zu, dass du wegkommst. Der da! Tschüss! Ach so, Wo bleibst du denn? Ja, ich komm ja schon, ne? So, hier sind die Geburtstagsgeschenke. Du hol mal Papa seine Jacke vorne aus der Stube. Ja. Bring auch die Kleiderbürste mit, verstanden? Ja. Oh. Papa, sag Oma, Mann, hier in der Tüte, da ist grüne Wolle drin, ne? Schenke ich ihr zum Geburtstag. Grüne Wolle zum Geburtstag. Grüne Wolle? So, was soll sie als alte Frau denn mit grüner Wolle? Was sie damit soll? Mir ein Pulli von stricken. Die wird ja gucken, wenn sie diesmal von uns beiden nichts weiter kriegt als einen Blumenpott. Dann erzähl ihr mal ruhig, dass du in der letzten Zeit mal blitzwenig Arbeit gehabt hast. Ja. Und durch deinen Unfall im Frühjahr sind wir mit allen bösen Rückstand gekommen, du. Sind nun schon beinahe 2 Monate die Miete schuldig. Ja, Miete, auch so ein ärgerliches Geld. Wo ihr gerade von Miete sprecht, Papa. Du kommst doch hoffentlich bald wieder zurück, ne? Nun lass deinen Vater bloß bis heute Mittag wegbleiben. Jetzt steht er einen hier nicht immer unter den Füßen rum. Weshalb soll ich denn bald wieder zurückkommen? Ja, weil Werner Hausschild heute Vormittag vielleicht mal raufkommen will. Werner Hausschild? Ist das nicht der Neffe von dem Malermeister und Hauswirt Jungknickel? Na ja, wer denn sonst wohl? Na, was will der von mir? Ja, Werner hat auf seine Meisterprüfung bis dann, ne? Und darum von seinem Onkel Motorradgeschenke gekriegt. Hörst du das, Sophie? Für sowas geht unsere Miete weg, ne und? Ja, wo ich doch nun nächsten Sommer meinen Urlaub kriege. Da will er euch fragen, ob ihr damit einverstanden seid, wenn wir beide unsere Ferien in Harz verbringen. Harz? Ihr beiden? Deine Mutter, ist sie damit einverstanden? Ja, soll sie ihren Urlaub wieder hier in Tramgang verleben? Kriegt hier doch kein Blatt und kein Baum zu sehen. Dafür gibt's ja den Botanischen Garten, ne? Du brauchst keine Angst zu haben, Papa, du. Werner fährt sehr vorsichtig. Ihr fahrt ja nicht immer, ne? Also, Papa, Werner ist hoch anständig. Papa, ja. wenn wir wieder zurück sind aus dem Harz, du,
Dann will er sich mit mir verloben. Er sich mit dir? Hol doch mal meine Mütze ran. Ja, Papa. Wo ist sie denn? Ich frag mich, als wenn ein Mensch dir sagen könnte, wo dein Vater jedes Mal seine Mütze lässt, wenn er nach Hause kommt. Also hier herrscht Ordnung. No. Sophie, du, das passt mir gar nicht so recht, dass der Neffe von unserem Hauswirt unsere Gerda zur Frau haben will. Warum denn nicht? Wer nach Hause schild, soll doch zum Januar das Geschäft von seinem Onkel übernehmen. Der Jungnigel hat das doch so doll mit seinem Kreuz zu tun. Der will sich zur Ruhe setzen, muss er ja von der Miete fein leben können. Tja, ich sag ja. Hier ist sie. Lag auf dem Flur unter der Kommode auf der Erde. Wenn sie da mal immer liegen wollte, weiß man wenigstens, wo sie zu finden ist. Also ich häng sie regelmäßig an den Haken. Wenn dein Junge aber die Katze mal damit Ja, schmeißt, du dann kannst tut mir hier das dein furchtbar Mutter leid. schön von uns und macht, dass du rauskommst. muss Sonst sinnig. fliegt dir nämlich noch was Gott, nach. So. Sophie, mein Kreuz. Richard, Ja? um 12 wird gegessen. Kehr auf dem Rückweg nicht noch lange erst mal ein, nicht? Ja. Oh, Mann. Das war heilfroh, wenn so ein Mann aus dem Haus ist, nicht? Mama, Na? Papa hat aber recht, wenn er meint, Oma wird wieder ganz schön was zu meckern haben. Dass sie diesmal bloß eine Topfblume von ihm kriegt. Krieg ja doch noch was von ihm. Geh doch mal weg. Aua! Hab heute Morgen noch mal seine Taschen revidiert. In der linken Westentasche hatte er doch noch 2 blanke 5-Mark-Stücke. Oh, ist schon eine Rührung vom Papa, ne? Dass er Oma heimlich 10 Mark zustecken will. Ne? 5 Mark, man bloß. Wieso? Na Mensch, ein 5-Mark-Stück habe ich ihn doch geklaut. Mama. Als wenn ich nicht weiß, dass er ihr auch sonst immer mal was in die Hand drückt. Och, Kinderslieb, wer ist das denn nun schon wieder? Dieter kann das doch nicht schon sein. Nee, Mama, das ist gewiss Werner, du. Mama, so kannst du dich aber nicht sehen lassen. Na hör mal, ich kann doch morgens nicht schon den Abendkleid an Herz stehen. Hab ja auch gar keinen. Mama, mach dich doch schnell in der Stube ein bisschen nett. Schnell, tu doch nicht so. Du bist doch froh, wenn ich dich mit ihnen recht lange allein lasse, ne? Werner, du musst aber hier in der Küche Vorlieb nehmen, du. Die Stuben sind noch nicht gemacht. Bist du alleine, Gerdi? Mama macht nebenan die Betten. Na ja, denn, ne? Nicht doch, du frecher Kerl, du. Du, Werner, meine Mutter ist damit einverstanden, dass wir beide nächsten Sonntag in Harz fahren, du. Ach, ich freue mich schon zu doll. Du, ich sehe mich schon hinter dir sitzen, wenn wir mit 80 durch die Gegend knattern, bis wir endlich da sind, wo die Berge sind und die Täler und die großen Wälder. Ach, ich kenne den Harz ja nur von Postkarten, ne? Aber nun komme ich doch endlich auch mal dahin, du. Was hast du denn? Tja, mein Dejan, ich muss dir nun leider in deinen großen Pott voll Freude so ein bisschen Terpentin reintun. Wieso? Ja, erstmal kann das noch nichts werden. Nicht. Moment mal, nicht. Tja, meine Säule. Du, wir haben gestern einen großen Auftrag gekriegt. Ist eine Villa. Soll einen neuen Außenanstrich kriegen. Du und weißt auch wo. Ach, was kümmert mich das? Du, das glaube ich aber doch. Das ist nämlich die Villa von Zerhusen. Und da wollte Dieter doch heute hin. Der Lebensretter von Zerhusens Sohn. Ja, was hat es denn damit zu tun? Ja, ich meine ja mal bloß. Als wenn die Malerei da so eilig wäre. Ja, und sein muss so ein gutes Wetter wie nu dazu ausnutzen. Dazu braucht ihr mehr als eine ganze Woche. Gute 14 Tage bestimmt. Also kann es auch diesmal mit einer Urlaubsreise nichts werden. Och, Gerdi. Ach, lass mich. Du kannst ja den Urlaub verschieben. Nee, kann ich nicht. Geht mein Chef nicht auf ein, grundsätzlich nicht. Immer und immer kommt aber auch was dazwischen. Och, Gerdi. Du, das tut mir ja so leid. Oh, was denn hier los mit euch beiden? Morgen Ausschild. Morgen, Frau Kattwinkel. Ich musste Gerdi ihm leider keine schöne Nachricht bringen. Nicht? Naja, was setzen Sie sich? Ja, danke. Nee, nicht auf dem Sofa. Da lassen wir nur Leute sitzen, die Geld von uns haben wollen. So? Ja, denn halten sich nicht so lange bei uns auf. Die Sprungfedern gucken schon überall raus. Was ist denn, du? Ja, wir haben einen großen Auftrag gekriegt und der wird mindestens 2 Wochen dauern. Ja, und deswegen können wir beide nächsten Sonntag nicht in Harz fahren. Sehen Sie, wenn Sie mit der Arbeit klar sind, ist Ihr Urlaub vorbei. Ja. Man soll aber weiß Gott nie ein bisschen Freude haben. Alle meine Kollegen verbringen jedes Jahr ihren Urlaub an der See oder in den Bergen. Und ich?
Deren. Hättest du ja andere Eltern aussuchen müssen. Na nur, Herr Hausschild, hören Sie mal, haben Sie Ihren Onkel auch dazu herbestellt? Mein Onkel? Ja, der ist gerade eben hier unten in die Haustür reingegangen. Um Gottes Willen, der darf doch gar nicht wissen, dass ich hier bin. Vielleicht hat er ja auch gar nicht die Absicht, uns mit seinen werten Besuch zu beehren, ne? Oh, das nehme ich aber stark an. Und ich darf doch nicht mit ihm auf... Da. Ja, was mache ich nun denn bloß? Ganz einfach, komm Gerda, los, bring Herrn Hausschild schnell in unsere Schlafstube rein. Los, schnell. Komm, Werner, halten wir uns da so Ja. lange Nein, 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 nein. Nicht bleiben. Während ich Ihren Onkel hier einen Schnack aufhalte, lässt Gerda Sie schnell hintenrum raus. Mal los. Frau Katzwinkel, ich glaube, er kommt wegen der Miete. Ich glaube, da haben wir beide denselben Glauben. Wissen Sie was? Ich gebe Gerdi erstmal was, dass Sie ihn vor einem Monat abspeisen können. Komm, überhaupt nicht in Ach, Frage. Frau Katzwinkel, Auch ist mal doch von gut jemand gemacht. Ich anders. kann das auch Lassen wir uns doch nicht den Miete bezahlen raus. Ist ja noch schöner. Ja! Meine Güte nochmal. Sollen wir wohl noch Rollschuhe unterschnallen, wenn du vor der Tür stehst? Mir ist schon was vorgekommen, Alberlein. Ach, Sie sind das, der Jungnickel. Na, das ist aber eine Überraschung. Lass mich erst dreimal klingeln. Herr Junge, an Sie habe ich ja nun wirklich nicht gedacht, ne? Ach, und an die Miete wohl überhaupt nicht mehr. Ach so, Sie kommen wegen der Miete, ja. Den setzen Sie sich mal erst mal, ne? Nee, nee, auf dem Sofa doch natürlich, Herr Junge. Okay. Oh nee, was ist denn? Ich hab mich gerade auf so eine olle Sprungfeder gesetzt. Ja. Dabei ist mir es wieder so beinig ins Kreuz Oh geschossen. Gott, nee, ist das denn immer noch nicht wieder besser damit? Ach, das wird es auch nicht so bald. Sehen Sie, Graf, wie bei meinem Mann. Der hat er ja auch noch so unter zu leiden, dass er von dieser Hief-Appelsinenkisten in den Raum runtergestoßen worden ist, nicht? Volle 7 Wochen arbeitsunfähig, Herr Jungnickel. Soll man wohl in Rückstand kommen mit Tut mit mir mit leid, allem? aber die Miete von 2 Monaten ist längst fällig. Ich brauch das Geld. Na, zu essen haben Sie heute Morgen ja wohl noch, ne? Das hat damit nichts zu tun. Von uns Grundeigentümern verlangt der Staat auch pünktlich die Abgaben. Ja, der Staat, ne? Jedenfalls bestehe ich auf sofortiges Bezahlen von 2 Monaten Miete. Ja, mein bester Herr Jungnickel, momentan haben wir so viel, aber wirklich nicht zusammen. Nicht so viel? Tja, Nee. Wie viel denn? Ja, gar nichts. Sich aber so ein Radio anschaffen, das können Sie. Ich hab zu Hause nicht so einen teuren Apparat. Oh, Sie haben Ihren Empfänger wahrscheinlich aber auch gleich bar bezahlt, ne? Ja, Gott sei Dank. Na sehen Sie, wir haben aber nur 10 Mark anbezahlt und sind nun schon 3 Monatsraten in Rückstand. Das ist der Unterschied. Kurz und gut, wenn bis Mittwoch nicht Ihr Geld auf mein Konto eingegangen ist, sehe ich mich veranlasst, andere Mittel anzuwenden. Herr Jungnickel, was soll denn nun so ein Schrecken alle früher Morgenstunde? So, ich bin aber auch noch aus einem anderen Grund hier. Ach, sicher wegen allerlei Reparaturen, ne? Das tut schon lange nötig. Gucken Sie sich mal das Loch da bei den Handstein an. Die ganze Lamperie ist morsch. Können Sie sehen? Nee, um Ihre Tochter handelt sich das. Nee, um unsere Gerda. Ja, die soll sich ja nun, als meine Frau das spitz gekriegt hat, meinen Neffen angelacht haben. Hier, können Sie mal sehen, wie vernünftig die deren denkt. Herr Hausschild ist ja ein solider und strebsamer junger Mann. Der hat nun seinen Meister gemacht. Der wird das gewiss noch mal fix weit bringen im Leben. Ja, da bin ich auch nicht bange um. Aber ich, wo ich ihm sozusagen Vater bin, seit er seine Eltern verloren hat, ich bin darum bange, dass er vielleicht eine Dummheit macht. Nicht dumm. Sagen Sie mal, meinen Sie vielleicht damit, wenn er sich unsere Gerda zur Frau nimmt? Oh, zur Frau, dass wir ja... Oh Gott, schon wieder? Was haben Sie denn gegen unsere Tochter? Können Sie der vielleicht was Schlechtes nachsagen? Aus so einer Familie kann doch der Sohn von meiner seligen Schwester sich keine Frau holen. Aus solcher Familie? Ach, nee. Was ist denn mit unserer Familie, hm? Nur weil der Vater nichts anderes ist als ein einfacher Schauermann? Mir ist zu Ohren gekommen, Ihr Mann hat nebenan in der Wirtschaft ganz bannig auf die Hauswirte geschimpft. Die gehören alle an Galgen, hat er gesagt. Mann, dann hat er doch ein kleines Sitzen gehabt. Aha, dafür hat er also Geld. Huch, da gehört bei ihm doch nicht viel zu. Mensch, wenn man dem Glas Bier in die Hose gießt, dann ist er doch halb blau.
Jedenfalls verlange ich von Ihnen als Mutter, dass Sie sofort Ihre Tochter den Kopf zurechtsetzen. Ich hab ja wohl gar nichts anderes zu tun. Nach den beiden muss ja endgültig Schluss sein. Wenn Sie Ihr Neffe sieht mir aber nicht danach Ja, aus, ich als werde wenn Sie er sich da einer selbst von zu meiner... schreiben haben, wenn ich meine Absicht mit ihm ändern. Du. Da. Oh. Bitte sehr, Herr Jungnickel. Aber das kann ich Ihnen sagen. Na? Guten Morgen. Weiß hier, guten Morgen, Mensch. Sag mir guten Morgen und dann will er Geld von mir haben. Ja. Ach nee, Mama. Was hast du hier denn nur auf dem Bett zu liegen und zu heulen? Hm? Ich hab jedes Mal mit angehört. Was wird mein Werner nun tun? Dein Werner, der lässt sich hier bestimmt nicht wieder blicken, du. Kommen Sie mal rein, hier ist kein Haus. Wo kommen Sie denn her, Herr Hauschel? Ja, von oben, Dieter. Ich war schon mal hier, aber als mein Onkel kam, da habe ich mich dann lieber eine Etage höher aufgehalten. Was Ihr Onkel bei uns wollte, das kann ich mir schon denken. Ja, deswegen freue ich mich ja, dass du mir über den Weg gelaufen bist. Pass mal auf, du musst mir einen Gefallen tun. Hier, bring dieses Geld heute noch zu meinem Onkel. Sag ihm, du hättest das als Belohnung bekommen, weil du Herrn Zerhausens Sohn gerettet hast. Ja, nun nimm doch. Doch schon direkt rührend, Herr Hauschel. Aber das haben wir nicht mehr nötig. Nee. Was? Hat sich das denn da so gelohnt bei Zerhausens? Sie wissen doch wohl, wie ein Scheck aussieht, was? Das will ich wohl meinen. Bitte? Danke. Mensch. Dieter. Du, das freut mich aber. Na, und mich erst. Ja, dann kann ich ja meine paar Piepen wieder einstecken, wa? Du, was werden nun deine Eltern dazu sagen? Die lass ich doch jetzt alle mal so ein bisschen zappeln. Naja, will ich euch erstmal alleine lassen. Du, ich guck nachher vielleicht noch mal wieder rein, ne? Dieter, werd nun mal nicht großschnauzig, du. Ich spreche ja nun nicht mehr mit jedem. Mein Gerda, meine Güte, Mensch, und Mann, da vergisst man doch keine Tränen. Das genügt schon, wenn einem das beim Zwiebelschälen passiert. Oh, Gerda, komm mal raus, Dieter ist hier. Oh, Junge, wie siehst du aus? Oh, Dieter, was hast du an? Tja, feine Leute haben feine Sachen. Du sag mal, ist das alles, was du gekriegt hast? Kann ich den Anzug nicht fein brauchen? Sitzt mir genau wie nach Maß gemacht. Ja, das wohl. Und das Paket hier. Da ist mein altes Zeug drin. Da haben Sonnenleute ja keine Verwendung für. Nee, das kann ich mir denken. Das soll also nur alles sein für die Lebensrettung. Naja, hat dein Vater ja mal wieder recht, von wegen das bessere Pack. Dieter, erzähl doch mal, wie das da war, du. Aber der Reihe nach, du. Der Reihe nach? Jo. So, nun komm, du setz dich mal hin. Also, der Reihe nach. Zuerst bin ich ja die Treppe runtergegangen und dann durch den Tramgang. Und lass doch deinen Tönen nach. Wie du da empfangen worden bist, meine ich doch. Durch den Diener. Mensch, was war das für ein vornehmes Aas, du? Der ging so vor mir her. Jo, so Mutter. Und der führte mich erst in den Empfangssalon rein. Das ist bei uns die Küche. Und dann hat er dich angemeldet, ne? Jo, Frau Konsul und Herr Zerhusen lassen bitten, sagte er. Wieso ist denn seine Frau ein Konsul? Du, seine Frau war gar nicht da. Ja, aber Die ist augenblicklich ins Bad gereist. Nee, Mutter, die Frau Konsul, das ist Herrn Zerhusen, seine Mutter. Oh, Mutter, ist das eine vornehme alte Dame, du? Ja. Mhm. Junger Mann, sagte sie zu mir, ne? Nehmen Sie auch von mir den Dank für Ihre mutige Tat entgegen, unseren Harald aus den Fluten der Elbe gerettet zu haben. Ach, das hat sie gesagt, Dieter. Hat sie. Und als sie mir die Hand hinhielt, ne? Da dachte ich, du hast doch auch Bildung gelernt, ne? Und hab ihr die Hand geküsst. Jo. Du verrückter Bengel, du. Also, So, ist doch so üblich bei feinen Leuten. Du und denn, Dieter. Du, dann kam der Diener, ne? Und setzte vor mich so eine große Platte hin, du. Oh, lauter Lütte Happen. Oh, was waren das alles für feine Sachen, du? Mm. zu essen hast du also auch noch was gekriegt, ne? Du, Herr Zerhausen sagte, tun Sie ganz so, als wenn Sie zu Hause wären. Um Gottes Willen, Junge. Hoffentlich hast du das nicht getan. Denn hier lümmelt's doch
mal mit beiden Ellbogen auf den Tisch rum. Bist du Mama? Du, ich habe auch nicht zu viel gegessen. Nee, ich dachte ja, man wird mir das andere für euch mitgeben, ne? Ja. Aber da haben die wohl nicht an gedacht. Ach nee, das pflegt man in vornehmen Kreisen auch nicht zu tun. Du, und von dem Wein habe ich mal bloß ein Glas getrunken. Ja, Junge, das ist ja nun gut und schön, dass du da zu essen und zu trinken gekriegt hast und den schönen Anzug, aber sag mal, ist das denn nur alles? Oh ja, nicht Mutter, du. Beim Essen haben sie mich doch nach alles gefragt. Wie uns das geht und was Vater ist und so weiter. Was und das hast du da alles erzählt? Ja, warum denn nicht, Mama? Und da, die da? Du, da hat die alte Frau Konsul Herrn Zerhausen was zugeflüstert. Ja, aber das nicht. Hab ich nicht verstanden. Und der Zerhausen, ne, der hat den Diener gerufen und hat dem was zugeflüstert. Und der Diener, der ist mit mir nach oben gegangen zu dem Sohn. Du, der lag im Bett. Hat sich auch so ein bisschen verkühlt, ne? Du, aber in einem Bett, Mutter. Wenn ich dann an das Sofa hier denke, du. Naja, also von dem Jungen hast du also den Anzug gekriegt, ne? Der Diener musste ihn aus dem Schrank holen und dann wurde Augenblick, er lass mit... doch mal eben. Sag mal, ist der vielleicht dabei gewesen, als du ihn angezogen hast? Natürlich. Dann haben wir das. Und du Lümmel, du. Du warst heute Morgen zu faul, dir saubere Unterwäsche anzuziehen. Ist er mit der kaputten Unterbüchse losgelaufen. Also, Dieter. Mann, ein Glück. Deswegen hat er mir doch noch eine Garnitur von dem Sohn mit in das Paket gebracht. Oh nee, was macht der Mann nun bloß von uns gedacht haben, nicht? Der Diener, der ist viel zu vornehm zum Denken. Tja, und als ich mich dann bei Herrn Zerhausen bedankt hatte und gehen wollte, du, da sagte der zu mir, Dieter, sagte er, ne? Wenn ich Ihnen irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, ich bin für Sie zu jeder Zeit und Stunde zu sprechen. Ach, wie schön, nicht, Mama? Ja. Vielleicht hat er ja nur Aussicht, auch noch mal ein paar abgelegte Schuhe von ihm zu kriegen, nicht? Tja, und dann hat er mir hier das Kuvert in der Hand gedrückt. Damit, sagte er, kann Ihre Familie sich vielleicht ein wenig rangieren. Was, rangieren? Mensch, wir sind doch keine Güterwagen. Mama, so nennt man das doch, wenn wer sich verbessern soll. Du, ist da nur der Markschein drin? Nö, auch wo, bloß ein weißer Zettel. Ach, ein Scheck, Mama. Ach. Oh, Mama, guck mal. Oh, wie herrlich, oh, wie schön. Sag mal, ich kann ja wohl nicht mehr gucken. In Worten 1000 Mark. Mensch, wie werden wir denn? Dieter, 1000 Mark, nur weil du den Jungen aus der Elbe rausgefischt hast. Mit so viel Geld geben so eine Leute dafür aus. Oh, Mama. Du kommst aber fein aus dem Trubel. Oh, nu wird den Hauswirt aber die Miete in Rachen gestoppt. Und wenn er da an ersticken muss. Mensch, und da kommst du nur erst mit raus. Du Lümmel, du. Umso mehr freust du dich doch nur. Du, ich auch wieder. Komm, gib deinem Mutter mal einen Kuss. Den sollst du haben, komm. Ach, mein Junge, du kannst doch endlich mal ohne Sorgen abends ins Bett gehen, nicht? Und ohne Sorgen morgen wieder aufstehen. Oh, Mensch, was Papa wohl dazu sagt, der freut sich doch ein Loch im Bauch. Och, schneid euch mal nicht. Ihr kennt ihn ja, nicht? Der wird doch gewiss sagen, das ist doch ein Klacks für das bessere Pack. Tu mal still. Ich glaube, das ist er schon. Papa, was ist los? Ja, du sagst doch, ist was passiert? Kannst einen ja Angst und Bange machen, so wie du das stehst. Ist Oma krank? Oder ist sie tot? Nicht? Ja, Mensch, nicht sag doch. Oh, Sophie. Wie ist das schrecklich. Wie ist sowas bloß möglich? Das ist ja wohl noch nie da gewesen, solange die Welt besteht. Sag mal, hat Papa einen kleinen gezwitschert?
Glaube ich nicht. Oh, dann ist er doch vergnügt und hüpft hier rum. Ach Mann, du komm doch mal raus damit. So rede doch, Papa. Du, Sophie, denk mal, ich bin gar nicht ich. Nee, du, ich bin nicht derjenige, für den man mich hält. Was bist du denn? Ich bin Herrschaftskind. Du bist... Sag mal, wie kommst du denn darauf? Das hat sie mich heute erst wissen lassen. Oma? Deine Mutter? Ist ja gar nicht meine richtige, hat mir gar nicht das Leben geschenkt. Kann das angehen? Bist du denn von ihr als blödes Baby für eigen angenommen worden, Vater? Ach, Junge, nicht mal das. Doch nicht etwa so, wie ich das mal in Roman gelesen habe. Als kleiner Säugling vertauscht. Ja, bin ich. Och Mann, du geh doch los. Wo soll das denn wohl gewesen sein? Auf einer Maskerade. Auf einer Maskerade? Wie bist du denn da hingekommen, Vater? Als blödes Baby? In der Garderobe abgegeben worden. Mensch, kann sowas angehen? Ja, das hörst du ja. Ja, von wem sollst du denn da abgegeben worden sein? Von einem Kindermädchen, was damals bei einer hohen Herrschaft gedient hat. Also bei dem besseren Pack, Vater, ne? Oh, Du, nur mal still. Komm, Christian, du erzähl mal der Reihe nach. Ja, nu beherrsch dich doch mal ein bisschen, Papa. das ist ja doch nicht so einfach. Ihr habt ja keine Ahnung, wie mir nach so einer Hiobsbotschaft zumut ist. Mir ist gerade so, als hätte ich mal wieder eine volle Appelsinenkiste am Dötz gekriegt. Sag mal, soll man das so verstehen, als hätte deine Mutter dir das heute alles eingestanden? Du, denn ist Oma ja gar nicht Vater seine Mutter. Ist ja auch nicht die Witwe Therese Kattwinkel. Ist ja mal bloß meine Talmi-Mutter. All die vielen Jahre hat sie das vor Gott und der Welt, vor ihrem eigenen Mann und mir gegenüber verheimlicht. Gediegen, nicht? Ja, wo sie doch sonst immer gleich alles ausblubbert, ne? Wie so ein voller Waschtopf, wenn er überkommt. Ja, da. Sag mal, wieso ist sie denn ausgerechnet heute auf ihren Geburtstag auf den Einfall gekommen, dir das alles zu erzählen? Bloß weil in der Nachbarschaft gestern eine Frau in demselben Alter wie sie nach ihrem Geburtstag ganz plötzlich gestorben ist. Du, und nun hat Oma Angst, sie muss auch bald abrutschen. Will ihr Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen, du. Sowas habe ich schon mal gelesen. Ja, da musst du nur mal weiter, Christian, Ja, nur mal los. deswegen musste sie mir was eingestehen, sagt sie, weil damals mein Vater, der ja gar nicht mein richtiger Vater gewesen ist, weil der mit seinem Schiff noch nicht wieder im Hafen war, wollte sie so gern mit auf eine Maskerade. Hat aber keinen, der einhüten konnte und... Und hat dich? Ach nee, dich ja nicht. Ihr Kind einfach mitgenommen. Ja, wenn das zu der Zeit vielleicht auch mal Mode gewesen ist. Aber beim Nachhausegehen muss eine Frau sowas doch merken. Ich kann ja mal einen verkehrten Regenschirm mitkriegen, aber doch kein kleines, lebendiges Baby. Ja, du, wenn aber Oma sich fix was hätte spendieren lassen. Naja, in so einem Zustand kann sowas leicht mal passieren. Ja, wenn auch, aber nachher bei sich zu Hause. Ja, da will sie das denn ja auch gemerkt haben, als sie ausgeschlafen hatte und mir die Brust geben wollte. In dem Augenblick soll mein Vater, mein angeblicher Vater, in die Tür gekommen sein. Ja, und der sollte das ja nicht wissen, dass sie auf einer Maskerade war. Nee, und der soll nur vor lauter Freude, endlich seinen Sohn in die Arme nehmen zu können, ganz außer Tüte gewesen sein. Hat sein süßes Kind ja noch gar nicht zu sehen gekriegt, ne? Der Sommer hat dann deine Mutter nicht mal versucht, dich wieder umzutauschen? Das war wohl nicht so einfach. Sie hatte ihn ja nicht im Laden gekauft. Ach, jo, bist du's dir im Laden gekauft? Naja, sie hat natürlich alles aufgestellt, heimlich, das ist Ja, klar. ja, damit der ahnungslose Mann nichts merkt. Ja, hat von den Garderobenfrauen auch rausgekriegt, das Kindermädchen war als Zigeunerin kostümiert und war mit dem rothaarigen Kommis von Krämer Bartels losgezogen und hat das andere Kind mitgenommen. Also, und das Mädchen soll auch nichts gemerkt haben? Gott, war wozu doll verliebt, ne? In den Ja, Rothaarigen. Mensch, ist deine Mutter denn nicht mal hingewiesen zu diesem Kommis? Ja, wenn der das Mädchen nach Hause gebracht hat, dann musste der doch wissen, wo der richtige Christian zu finden war. Nee, du, auf halbem Weg ist er wieder umgekehrt. Er konnte das Kindergeschrei nicht länger mit anhören. Du, unterwegs hat er aber noch ihren Namen rausgekriegt, ja. Sie soll eine Tirolerin gewesen sein und, warte mal, Bianca Hühnerwadel geheißen haben. Bianca Hühnerwadel. Du, wie fein unsere falsche Oma den Namen behalten hat. Ja, ne? Muss man sich eigentlich überwundern. Ja, das macht wohl ihr schlechtes Gewissen. Aber weißt du, mir ist ja immer was noch nicht ganz klar. Ich meine, die Herrschaft von dieser Bianca, na, die müssen das doch gemerkt haben, dass das nicht ihr eigenes Kind war, dieses kleine Baby. Nee, eben nicht. Dieser Tütendreher, der soll meiner Pseudomutter auch noch erzählt haben, die Herrschaften wären gleich nach der Kindtaufe für längere Zeit verreist. Sissy, tust doch mal eben.
Gleich nach der Kindtaufe, sagst du? Deine Ersatzmutter hat mir aber erzählt, sie hat dich taufen lassen, da warst du schon bald ein Jahr alt. Da bin ich ja zweimal getauft worden. Auch das noch. Und trotzdem hat der liebe Gott das mit dir im Leben nicht allzu gut gemeint, du. Müssen hier in Trampgang wohnen. Ja. Und ich muss nachts hier auf dem Sofa schlafen, wo die Sprungfedern überall rausgucken. Was hätte ich wohl für eine schöne Jugend gehabt, hätte man mich nicht in der Garderobe abgegeben. Ein ganz anderes Leben, Papa. Was hätte ich wohl alles zu essen gekriegt? Bestimmt was anderes, als was ich Mutter immer zusammenkocht. Dir lange ich doch gleich ein, du. Papa, was hätte nicht alles aus dir werden können? Du brauchst ja nur nicht in den Hafen zu arbeiten. Nee, du wärst vielleicht Chef von der großen Handelsfirma. Da hätte ich andere Leute für mich arbeiten lassen. Ja, das hätte dir so passen können, nicht? Hättest eine hübsche Privatsekretärin immer mit auf Reisen genommen. Vielleicht wäre auch mal Herr Senator geworden. Bürgermeister! Also, hört doch mal auf. Setzt eurem Vater hier noch was in den Kopf. So, Christian, und nun gehe ich nachher doch zu deiner Ersatzmutter. Die soll mir das alles noch mal ganz genau berichten. Denn so wie du das hier erzählst, will mir das nicht in den Kopf. Was, das willst du nicht glauben? Nein. Hier drin ist das sogenannte Corpus Delectus Gerda-Hummer-Messer. Da ist das drin, was ich damals auf dem Leib gehabt habe. Und das hat deine Tiny-Mutter bis heute aufbewahrt? Na nun. Immer schön versteckt, weißt du, in ihrer untersten Kommodenschublade. Oh, Düder Kuh. Das hast du damals umgehabt, Papa. Tja, Heute geht das aber nicht einmal mehr um deinen dicken Bauch. Oh, kleines Jäckchen. Papa. Okay. Und hier ein Hemdchen. Hast du heute auch nicht mehr? guck mal, die habe ich damals aufgehabt. Oma, du, da hattest du aber doch Händchen, Vater. Und nicht so eine Kohlenschaufeln wie heute. Oh, guck mal, das Vater ist ein Lutscher. Ach, lass das doch, Dieter. Also steh dir gut, muss ich sagen. Kindisch warst du ja schon immer. Guck mal hier. Hier im Hemdchen ist ja ein Monogramm eingestickt. U.M. Monogramm, zeig mal her. Also demnach beginnt ein richtiger Vorname mit einem U und ein Hintern mit einem M. Hey, das stimmt, du Sophie. Wer bin ich nur in Wirklichkeit? U.M. U.M. Nee, auch im Klosterstich finde ich keinen mit einem M und Vornamen U. Welche Straße gehört denn noch zu der Herrschaftsgegend? Hagedornstraße, richtig. Hagedorn. Na du, Na? du bist noch hier. Ja, sag mal, bist du denn nicht hingewiesen zu deiner Spätschicht? Das siehst du ja. Tja, so und ich denk, der Mann ist gleich nach mir aus dem Haus gegangen und ist schon längst auf Arbeit. Auf Arbeit? Ich? Nun noch. Was heißt denn nun noch? Meinst du, wo unser Junge die große Belohnung gekriegt hat, kannst du dich auf die faule Haut legen? Oh, Ich habe jedenfalls erstmal was Wichtigeres zu tun. was soll das überhaupt? Wie kommst du denn zu dem Adressbuch? Von unten aus der Wirtschaft. Ja, und wozu? Wozu? Hier in diesem Band gehe ich jede Straße durch, die in der Herrschaftsgegend Harvestehude liegt. Such mir die Leute raus mit dem Anfangsbuchstaben M und Vornamen U. Ja? Leider noch immer keinen Oh gefunden. Mann, oh Mann, oh Mann, du hast ja so einen kleinen an der Hacke, du. Was ich wohl hab, du. Ich will nicht eher rasten und ruhen, bis ich das rausgekriegt habe, wo ich von Rechts wegen juristisch und auch biologisch hingehöre. Mann, Krischan. Christian, du, dieser Name kommt eines Tages für mich nicht mehr in Frage. Bloß einer mit einem U. Naja, so lange kann ich denn ja Thünpott zu dir sagen, ne? Mann, du denk da doch mal über Nacht. Das sind seit deiner Geburt doch nun schon 51 Jahre her. Sind das, du.
wo dieses vergnügungssüchtige Weibstück Bianca Hühnerwale mich nach der Maskerade mit hingeschleppt Na, hat. siehst du, was hat sich in der Zeit denn nicht alles verändert auf der Welt? Denk doch mal. Bildest du dir denn nur ein, deine richtigen Eltern müssen nur noch am Leben sein? Ja, wenn die auch nicht mehr, aber er. Wer? Na, er, der ganz unberechtigt meine Jugend in einer vornehmen Familie genossen hat. Und was für ein jämmerliches Leben habe ich bei seinen richtigen Eltern gehabt? Was? Oh, auf Holzpantoffeln musste ich laufen, Gott, geht jawohl. das schon Und wieder als mein los? Pseudovater gestorben war, hatte ich Laufstellen. Weißt du, morgens vor der Schulzeit los mit den Milchbuddels und nachmittags mit der Zeitung. Und eben konfirmiert, da musste ich Jungs spielen. Auf so einem Torfeber, wo ich mehr Prügel kriegte als was zu essen. Ja, nun redet man nicht mehr von der Zeit. Und lass dein dummerhaftiges Suchen nach diesen richtigen Christian Kartwinkel nun mal sein. So. Nee, da lasse ich mich durch nichts von abbringen. Das bin ich meiner hohen Herkunft schuldig, du. Ich bestehe auf meine angeborenen Rechte. Oh Mensch, nee, also dieser Mann. Und wenn du das nun rauskriegst, dass dies Kuckuckseien-habeste Hude noch am Leben ist. Ja. Ja, sag mal, willst du denn hin zu ihm? Was denn sonst? Ach nee, dann willst du zu ihm sagen, entschuldigen Sie bitte, dass ich stören tue, aber hier liegt ein kleiner Irrtum vor. Sie sind nämlich ich und ich bin in Wirklichkeit Sie. Das kann denn ja auch die Blutgruppe beweisen. Ja, ja, der lässt sich ja vielleicht auch noch anzapfen, nicht? Und dann meinst du, ist er damit einverstanden, wenn du zu ihm sagst, ich gehöre hierher in diese Villa mit meiner Familie. Und nehmen Sie mal Ihre Familie und der Mann hin, einen großen Trampgang. Vielleicht gibst ihm ja auch noch deine Arbeitskarte und sagst zu ihm, morgen früh melden sich man am Baumwall. Beim Lukenviez Hannes Meier. Tja, du, das ist er vielleicht schon selber. Der kann die Zeit schon gar nicht mehr abwarten. Kann er ja noch eine Spätschicht machen, nicht? Ach, Sie sind das bloß hier. Oh. Ja, ich bin das Mann bloß. Ja, was ist denn? Die Miete haben Sie doch heute Nachmittag gekriegt. Ja, hab ich bei Ihrer Frau bezahlt. Ja, wie kommen Sie da aber zu, denn auch gleich die Miete für 5 Monate im Voraus zu bezahlen? Was? Aus Mitleid für so einen armen Hauswirt wie Sie. Was weg ist, ist weg, haben wir uns gesagt. Kann uns keiner mehr nehmen. Aha. So. Ich nehme so ein Geld aber nicht an. Was? Das nehmen Sie nicht ab. So, hast du das gehört? Also ist man mal 2 Monate in Rückstand, ist das nicht richtig? Bezahlt man 5 Monate im Voraus, ist aber auch nicht recht. Da sieht man mal wieder, was man von seiner Gefälligkeit hat. Auf so eine Gefälligkeit verzichte ich lieber. Geben Sie mir bitte die Quittung wieder raus, die meine Frau für Sie ausgestellt hat. Mensch, wo habe ich die denn gelassen? Und denn, Herr Jungknickel? Und denn? Hier ist die Quittung für Mai und Juni. So, und hier ist das Geld, was zu viel bezahlt worden ist. Hier. Zählen Sie das aber nach. Och, das ist doch nicht nötig. Sie haben doch noch nie im Leben einem Menschen auch nur 5 Pfennig zu viel bezahlt, nicht? Gottlob und Dank, dass ich das wieder los bin. Wie meinen Sie das? Ja, Sie wollen mir aber nicht weismachen, dass es mit diesem Geld allen seine Richtigkeit hat. Was? Nicht seine Richtigkeit, das ist aber so. Gestern hatten Sie nichts und nun... Wird das bald für uns noch ganz anders aussehen, Herr Ich Jungknickel? doch. Hat Ihr Neffe Ihnen denn nicht Mein erzählt, Neffe? was hier gestern Abend Er alles spricht passiert nicht ist? mehr mit mir. Seit ich gestern Krach gehabt habe mit ihm, mault er, geht er mir aus dem Weg. Ist wohl auch das Beste, was man bei Ihnen machen kann. Das hast ihm aber gut gegeben. Und das will ich Ihnen sagen. Ihre Tochter soll das hübsch bleiben lassen, sich Hoffnung auf meinen Neffen zu machen. So. Ich habe Bernd nur vor die Wahl gestellt. Entweder er hört auf mich und er braucht nicht zu glauben, dass er mein schönes Geschäft jemals übernehmen kann. Also nicht. Lieber verkaufe ich das und er kann das Malergeselle woanders sein Brot suchen. Das können Sie Ihrer Tochter mal bestellen. Mutter braucht mir das gar nicht erst bestellen. Ich habe jedes Wort mit angehört. Ich will Werner nicht im Weg stehen. Ich will ihm seine Zukunft nicht zerstören. Lieber will ich auf ihn verzichten. Oh, da hören Sie das. So denkt meine Tochter. Und wissen Sie auch warum? Weil Ja, doch. Ja, aber das muss sie doch von selbst einsehen. Denn ich als Werner, sein Onkel, ich bin Innungsmeister. Ich bin Beisitzer bei der Handwerkskammer. Ich bin im Vorstand vom Bürgerverein. Gott, noch was. warten Sie mal erstmal, will ich erstmal Bist du U-Punkt, M-Punkt und Und weil ich eben ein berechtigtes Ansehen habe, muss ich das verhindern, dass mein Neffe mit seiner Familie verwandt wird und so eine Schwiegermutter kriegt wie Sie. Was
war das eben? Was? Du! Der Mann, der hat deine Frau beleidigt! Wer? Oh, Kerl, hau ich Schwabbelmus! Nein, Frischer, denk doch an deine höhere Herkunft, Mann! So eine Leute, die kloppen sich doch nicht. Die duellieren sich höchstens. Und das ist doch nichts für dich. Dein Bauch ist der beste Kugelfang. Soll der die Du Kühnheit... bleibst hier. Ich geh. Du bleibst da. Kugelfang. Kugelfang. Ich sag schon Bescheid. Ach, das war die Tochter von Gastwirt Ehlers. Du sollst das Adressbuch wieder Ich bin runterbringen. noch nicht mal halb damit durch. Oh Mann, das hat doch keinen Sinn. Nun lass dein dummerhaftiges Suchen doch mal nach. Nee, du, für mich ist dies gerade so ein Fall, als wenn so ein Prinz aus der Verbannung kämpfen muss um Thron und Krone. Oh Gott, ein Prinz. Mensch, so bleibt man bei, du. Oh. Gerda, ich muss rauf zu der kranken Frau Timm. Ich hab ihr was aus der Apotheke besorgt, nicht? Setz mal schon die Pfanne auf dem Feuer und brat ihr eine Carbonade. Mach nichts essen. Was, nix essen? Och, Gerda, quäl dich doch nicht so ab mit deinem Liebeskummer. Zeig mir mal einen Mann, der das wert ist. Und Werner als seine Frau immer treu zur Seite stehen. All die schriftlichen Arbeiten für ihn erledigen und die Bücher führen. Ich wollte mich immer so bescheiden und keine großen Ansprüche stellen. Ach, Dejan, in dein Alter, du, da will man noch so manches. Setz dich mal über hin und mach dir was zu essen. Du hörst doch, ich mach nichts. Ich hab schon den ganzen Tag über so dolle Kopfschmerzen. Ja, dann nimm eine Tablette und pack dich zu Bett. Erstmal will ich alles einpacken, was Werner mir geschenkt hat. Ja. Mama, haben wir nicht einen Pappkarton? Pappkarton? Ja. Unter Papa sein Bett steht doch eine ganze Reihe. Die ganze Reihe unter Bett? Na ja, den braucht man doch nicht jeden Morgen wieder da unter auszufegen. Was hat das denn zu bedeuten? Wo ist Gerda, Frau Plattwinkel? Nicht so laut, die hat sich eben ein bisschen hingepackt. Sie klagt schon den ganzen Tag über Kopfweh. Na, dann warte ich so lange, bis sie wieder hochkommt. Ach, Rauschelt, ich muss aber rauf zu der kranken Frau Timm. Ich soll sie damit einreiben und hier ist keiner weiter zu Haus. Aber ich werde ihr schon nichts nehmen. Nee, bei uns gibt's ja auch nichts, was sich lohnt, ne? Ja, was wollen Sie denn nun noch? Ist denn das wirklich, was mein Onkel mir erzählt hat? Gerda will Schluss mit mir machen? Doch nicht so laut. Bleibt ihr denn was anderes über? Wollen Sie vielleicht auf das schöne Geschäft verzichten, was Ihr Onkel Ihnen zugedacht hat? Darum lasse ich mich doch nicht von ihm mit ihr auseinanderbringen. Soll er da doch selig mit werden? Dann fangen Sie woanders als Geselle wieder an, was? Ich kann mir nicht denken, dass Gerda mich bloß darum nehmen wollte, weil ich gleich so einen schönen Malerbetrieb mit in die Ehe bringe. Mein Gefühl nach waren das bei ihr Liebes- und Herzenstriebe. Ja, dann muss ich ja doch auch als Geselle genug sein. Ja, Sie ihr wohl. Fragt sich aber, ob für Sie nicht mal der Tag kommen könnte, Herr Hauschild, wo Sie sich an den Kopf fassen und klagen, ich hätte mal lieber auf meinen Onkel hören sollen, ne? Ho, das würde mir nie passieren. Na, nur man sagte. Ich frage Sie nochmal, Frau Kattwinkel. Verhält sich das wirklich so, wie mein Onkel mir das gesagt hat? Ja. Und Gerda hält das auch so für am besten. Sie will Ihnen alles zurückgeben, was Sie ihr geschenkt haben. Das will sie tun? Na ja, dann brauche ich ja wohl keinen Versuch mehr zu machen. Oh, schön. Aber in Groll und Gram brauchen Sie deswegen ja auch nicht zu gehen, ne? Nö, das tue ich auch nicht. Nee, wirklich nicht? Nee. Auch Herr Hauschild, dann können Sie mir persönlich eigentlich mal einen großen Gefallen tun, ne? Ja, ich kann mir schon denken. Ich soll nun meinen Onkel... Ach, was Ihr Onkel, oh nee, Augenblick mal. Nein, um meinen Mann handelt sich das. Das haben Sie doch gestern alles mit zu hören gekriegt, ne? Ach, Sie meinen, weil das kleines Baby auf einer Maskerade vertauscht worden Ja, ist? durch irgend so ein Kindermädchen. Mensch, da habe ich doch Angst, der Mann, der dreht mir noch durch. Der verbohrt sich doch förmlich in die fixe Idee, den Menschen ausfindig zu machen, der an seiner Stelle bei den vornehmen Leuten aufgezogen worden ist. Und das nun noch? Nach dem vollen Mannsalter? Und von dem Wahn, da muss er gründlich kuriert werden, Herr Hauschild. Passen Sie mal auf. Sie haben so ganz zufällig den späteren Ehemann von dieser Bianca kennengelernt, nicht? Das muss ja schon ein alter Tatterkreis sein. Ja? Ja. Oh Gott, warum auch nicht? Lass ihn doch sein. Und von denen haben Sie zu hören gekriegt.
Das verkehrte Kind hat sich auf dem Weg nach Hause so doll verkühlt, dass es 3 Tage danach schon gestorben ist. Lebt also gar nicht Auch mehr. schon längst nichts mehr von nach. Und die herrschaftlichen Eltern, die zu der Zeit auf einer weiten Reise waren, nicht? Die sind in der gleichen Nacht ganz jämmerlich ums Leben gekommen irgendwo. Oh, wenn ich das mal zurechtkriege. Herr Hauschel, Mensch, Sie als Maler müssen doch ein bisschen Fantasie haben. Sie malen doch auch nicht immer alles mit der gleichen Farbe an. Nee, das bringe ich nicht fertig, ihn so zu verkohlen. Herr Hauschel, bitte, bitte tun Sie das doch mir zuliebe, aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit? Ja. Ja, warum? Dass Sie mich nicht zur Schwiegermutter kriegen. Ah, nun machen Sie sich mal nicht mutwillig schlecht, Frau Kappwinkel. Ich hätte wirklich gern mal Mutter zu Ihnen gesagt. Ja, ob das nun so verlockend ist. Naja, ich habe meine Mutter ja schon früh verloren. Ne? Tun Sie mir nur auch einen Gefallen. Geben Sie Gerda von mir diesen Kuss. Den behalte ich! Werner! Nee. Was? Spiders Porto. Guten Tag. Guten Tag. Wohnt hier die Familie Kattwinkel? Ja. Ja. Wollen Sie doch wohl nicht etwa zu uns bringen? Im Auftrage der Frau Konsul Zerhusen. Oh nee. Sie wollen gütigst gestatten, mein Fräulein. Ja, hier. Bitte. Oh nein, das sollen wir nun auch noch kriegen. Setzen Sie sich doch bitte. Mit Ihrer gütigen Erlaubnis, mein Fräulein. Ihr lieber Bruder, mein Fräulein, hat der Familie Zerhusen einen unermesslichen Dienst erwiesen. Weil er den Sohn gerettet hat, ne? Eben. Wenn unser Harald ertrunken wäre, seine Frau Mutter, die zurzeit in Baden-Baden weilt, hätte den schmerzlichen Verlust nie überwunden. Ja, das glaube ich. Auch für seinen Herrn Vater wäre es ein schwerer Schlag gewesen, denn unser Harald soll ja als einziger Sohn dereinst die väterliche Firma übernehmen. Ich weiß, ist eine Kaffeeimportfirma. Eben. Und Haralds Tod hätte auch den Tod seiner lieben Großmutter bedeutet, aus Gram. Frau Konsul, ne? Das soll ja so eine vornehme Dame sein, sagt mein Bruder. Oh, sie ist eine alte, distinguierte Dame. Was? Entstammt einem alten Hamburger Patriziergeschlecht. Ach ja, denn, ne? Frau Konsul hat in ihrem Leben schon viel Schweres ertragen müssen. Oh, in so vornehmen Kreisen kommt sowas auch vor. Sie ist in ihrem Leben schon zweimal Witwe geworden. Ach, denn war ihr zweiter Mann wohl Herr Zerhusen, ne? Herr Konsul Zerhusen, der Vater des jetzigen Herrn Zerhusen. Der ersten Ehe ist ein Sohn entsprossen, der seiner Mutter und später auch seinem Stiefvater viel Kummer bereitet haben soll. Gut, wie schrecklich, ne? Eben. Er soll ein Tunichtgut gewesen sein, der schon mit 16 Jahren, Oh nein, wie ist das möglich? der den Namen seines Stiefvaters, Herrn Konsul Zerhusen, mehrmals gefälscht hat. Was Sie nicht sagen. Es soll eine Blamage gewesen sein für die Familie, ein Skandal. Jo, lässt sich ja denken, ne?
Deswegen soll der Herr Konsul Zerhusen es auch für ratsam gehalten haben, diesen missratenen Sohn seiner Gattin nach Übersee abzuschieben. Ja, ne? Mit so einem darf man ja nichts zu tun haben. Eben. Sein Name darf im Hause nie erwähnt werden. Nie. Ach, der lässt wohl auch gar nichts mehr von sich hören, wa? Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses Individuum längst nicht mehr am Leben ist. Verdorben und gestorben. Oh, ist bloß mein Bruder Dieter. Der junge Held also. Hallo, Herr Zerhusen, Sandina. Dieter? Ja. Guck mal hier, von der alten, distinguierten Frau Konsul, du. Die weiß, was uns nötig tut, ne? Sollen Sie hier auf Herrn Zerhusen warten? Der kommt nämlich gleich. Was? Hierher zu uns? Oh Gott. Dann glaube ich, mich meines Auftrages entledigt zu haben und gestatte mir, mit Ihrer gütigen Erlaubnis, mich zu verabschieden. Mein Fräulein, mein mutiger Dieter, auf Wiedersehen. Jo. Wiedersehen. Tschüss. Herr Zerhusen kommt hierher? Woher weißt du das denn? Weiß noch viel mehr. Hieß du Kopf und spaddelt mit den Beinen in der Luft. Wo ist Mutter? Oben bei Frau Tim. Und Papa sitzt sicher noch unten in der Wirtschaft. Oh, dann hol ihn schnell mal rauf. Nee, tu du das doch lieber. Muss doch hier schnell ein bisschen Ordnung machen. Wenn wir so einen hohen Besuch kriegen. Naja, ist gut. Du, schmeiß Vater seinen Kram da mal einfach unter das Sofa, ne? Oh, da ist er ja schon. Hurra! Mir ist das geglückt, was ich gewollt habe, Kinders. Komm mal her. Wisst ihr, wie euer Vater in Wirklichkeit heißt? Das weißt du schon. So schnell, Papa. Udo Mumm. Was? Ja, Mumm, M-U-M-M, in Firma Mumm & Co. China-Export. Privatwohnung Abteistraße 79. Abteistraße. Ja. Ist auch Herrschaftskind. Ne? Vater, ja, ich glaube, das stimmt nicht. Stimmt nicht, ich habe doch gerade bei ihm angerufen. Na, und? Naja, er war leider nicht zu Hause, aber sein Dienstmädchen hat sie gefragt, wie alt mag Herr Udo Mumm wohl sein? Da hat sie gesagt, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Herr Mumm ist im Januar 51 geworden, da haben wir das. Kommt ganz genau hin. Dem Alter nach, Ne? ja. Vater, wenn du dich da mal nicht ehrst. Nee, Jung, du, eine innere Stimme sagt mir, dass das der Richtige ist, der der Falsche ist. Du meinst, der falsche Udo ist, Der ne? ich morgen die Maske vom Gesicht reißen werde. Vater, Herr Zerhusen kann Ihnen einen Augenblick in die Tür kommen. Zerhuse ist doch halb so wichtig. Du, aber Frau Konsul hat uns hier den schönen Frühstückskorb geschickt. Der ist schon wichtiger. Vor allem die Buddels. Die machen wir heute noch leer auf das Wohl des Neugeborenen Udo Mumm. Vater, hör mich doch mal an. Ja. Herr Zerhusen, der ist wohl nur noch bei Oma. Oma, was will er denn bei der? Ja, guck mal, weil Herr Zerhusen ja gestern zu mir gesagt hat, Dieter, wenn ich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, dann Ja, dann wäre immer für dich zu sprechen, ne? hat er gesagt. Und ich hab mir gesagt, die feinen Leute in Harvestehude, die kennen sich doch alle. Ja, Papa, weil die ja eine Tradition haben. Ja, na und? Ja, du, deswegen habe ich ihn in seinem Kontor aufgesucht Ja? und habe ihm alles haargenau erzählt von dir. Ach so, von wegen damals auf der Maskerade in der Garderobe vertauscht und so. Das hast du ihm erzählt, Dieter? Warum auch nicht? Dieses himmelschreiende Unrecht muss in allen Tageszeitungen stehen. Gleich oben auf der ersten Seite. Herrschaftskind als Hafenarbeiter. Ja. Naja, und denn, Dieter? Ja, und als ich den Namen von dem Kindermädchen Bianca ausgesprochen hatte, Vater, da guckte er mich mit großen Augen an. Sollte da vielleicht auch mal was von gehört haben? Oh, Papa, du musst nämlich wissen, Herr Zerhusens Mutter ist in ihrem Leben zweimal Witwe geworden, hat der Diener gesagt, der den Korb gebracht hat. Du denn, der muss ja auch zweimal verheiratet gewesen Ja, sein. du, das ist anzunehmen, ne? Ja, hör mal. Und der ersten Ehe ist ein Sohn entsprossen. Der aber soll ein großer Taugenichts gewesen sein. Hat schon mit 16 Jahren geklaut, Papa, und den Namen von seinem Stiefvater gefälscht. Guck mal an. Ja, deswegen hat der Konsul Zerhusen ihn ins Ausland abgeschoben. Siehst du, Vater, uns noch immer nichts. Ich schon lange, Ja, du. nun mal, stopp. Du, mir ist gerade so, als hätte ich mal wieder eine volle Hief-Appelsinenkiste am Dötz gekriegt. Was ahnst du? Na, weil Herr Zerhusen mich beim Arm kriegte Und und... rausgeschmissen hat. Ach wo, in sein Auto hat er mich gesetzt und den hin nach der Peterstraße. Nach Oma also. Von
ihr will er das alles nochmal zu hören kriegen. Ja, nochmal, du, sag mal, soll ich womöglich annehmen, also ich wäre vielleicht am Ende... der richtige Sohn aus der ersten Ehe von der Frau Konsul, Papa. Das ist das ja, was ich so ahn. Ja, du, sag mal, dann wäre ja doch mein richtiges Mütterlein noch am Leben. Ja, und der falsche Sohn, hat der Diener gesagt, wird längst verdorben und gestorben. Hat er gesagt. Du, dann kommt dieser Udo Mumm vielleicht gar nicht in Frage. Ne? Wo? Nichts von wegen Mum Kiek, Vater, du. Du und ich habe ihn schon durch sein Dienstmädchen ausrichten lassen. Morgen muss er raus aus seiner Villa und darf bloß 10 Kilo Gepäck mitnehmen. Papa, wie konntest du denn auch? Tja, nun. Du sag mal, hast du Herrn Zerhusen nicht mal gefragt, wie seine Mutter in erster Ehe gehießen hat? Nee, da mochte ich ihn nicht nachfragen. Aber bevor er mich am Großneumeier abgesetzt hatte, da sagte er zu mir, wenn dem so wäre, das wäre ja wunderbar. Gerade noch zur richtigen Stunde, diese Entdeckung. Was kann er damit gemeint haben? Ja, du, das werde er uns wohl verraten, wenn er kommt. Wegen das Babyzeug, Vater. Oh ja, Papa, du, denn sieh mal zu, dass du dich angezogen kriegst, ne? Was denn, das Babyzeug? Papa, dein Gehrock meine ich doch, den du immer zur Beerdigung anziehst. Ach, da siehst du so schön würdevoll aus, Papa. Ja? Du, der muss sich aber auch danach benehmen, du. Als wenn ich das nicht kann. Herkunft lässt sich nie ganz verleugnen. Die steckt einem im Blut. Du mal los, Dieter, dass hier alles so ein bisschen nett aussieht. Ja. Du, ich hol mal den Tischdecken. Der Kran muss auch weg. So, hier, fass mal mit an. Dann sind die Brandstellen von Mutters Plätteisen nicht so zu sehen. Und aufs Sofa, hier ist deine Mütze. Okay. Aufs Sofa legen wir die Wolldecke. Dass die Sprungfeder nicht überall rauskommen. Was ist denn da drin? Ja, ach, das geht dir nichts an, du. Hol du mal die Mama von Frau Tim. Nee, ist besser, wenn sie erst mal wegbleibt, du. Oh, das ist ja gewiss schon. Na, dann will ich ihn, wie das für so einen Mann gehört, gebührend empfangen. Dieter, nun lass das doch. Papa, er kommt schon. Du, Papa ist schon da, du. Guten Tag. Ah, sicher das Schwesterchen, von dem Dieter uns gestern so viel Gutes berichtet hat. Mein Papa kommt sofort, Herr Zerhusen. Ist er zu Hause? Das trifft sich ja gut. Ja. Hätten Sie wohl die Güte, hier auf dem Sofa Platz zu nehmen? Ja, gern. Ey, bitte mehr zur Mitte. Was ist denn das Ziel? Ja, klar. Da sitzt sich das 10% angenehmer. Ja, wenn du meinst. Sie waren eben bei unserer Oma, Herr Zerhusen. War da irrtümlich natürlich, meint sie, nicht? Sie hat mir alles nochmal genau bestätigt. Was ich Ihnen im Kontor gesagt habe, ne? Unterwegs habe ich dann noch bei meiner Mutter angerufen. Bei der alten, distinguierten Dame. Vielen herzlichen Dank auch noch für den pompösen Frühstückskorb, den Frau Konsul geschickt hat. Ja, bitte, bitte. Meine Mutter wusste sich noch genau daran zu erinnern, dass sie damals, wenige Tage nach ihrem Wochenbett, mit ihrem ersten Mann eine längere Reise nach Stockholm antreten musste. Sehen Sie? Ja. Und in der Zeit ist das ja dann auch gewesen, ne? Mit der Bianca auf der Maskerade. Oh, was fällt mir ein? Ein Moment mal, ne? Ein Moment. Ja. Übrigens, auch der Name des Kindermädchens war ja noch in Erinnerung. Ist wahr? Och, entschuldigen Sie, mein Herr Zerhusen. Was hat Frau Konsul im Lust dazu gesagt? Na, lieber Dieter, ich habe mich am Telefon selbstverständlich noch nicht weiter geäußert. Worum sich das dreht, ne? Nein, nein. Nee, Herr Zerhusen, sowas muss man ganz vorsichtig sagen. Ja, erst wenn ich mich völlig davon So, überzeugt Herr habe. Zerhusen, hier ist alles drin, was mein Papa damals angehabt hat, ne? Womit seine Talmi-Mutter ihn entführt hat, bei Nacht und Nebel. Das ist ja ganz reizend, ist das ja. Ja, aber für ein Kind einfacher Leute ist das wohl... Viel zu teuer gewesen, ne? Ja. Ja. Hier in dem Hemdchen ist ja auch das gestickte Monogramm, ne? Hier. U.M. UM, tatsächlich. Ne, das könnte Ulrich Mühlmann bedeuten. Hast gehört, Dieter? Dann heißt Papa in Wirklichkeit also so. Na, du, dann war das jetzt schon nur mächtig in der Brust mit, ne? Siehst du, was er gesagt?
ist ja frappant, diese Ähnlichkeit. Als wäre der selige Justus Erasmus Möllmann aus dem Bilderrahmen gestiegen. Papa, weißt du, wie du in Wirklichkeit heißt? Ulrich Möllmann! Ulrich Möllmann, da haben wir ja das U&M in meinen Windeln. Also jeglicher Irrtum ist ausgeschlossen. Ich habe meinen wirklichen Stiefbruder vor mir. Das freut mich aber. Ich will der Erste sein, der dich Ulrich nennt. Habt ihr das gehört, Kinder? Mein Gott, wie ist das feierlich. Wenn wir auch nicht denselben Vater haben, so doch dieselbe Mutter. Die uns mit Schmerzen geboren, nicht wahr? Ich heiße Rudolf. Ja, weiß ich ja. Wer kennt nicht den Kaffeeimporteur Rudolf Zerhusen? Java-Kaffee, nicht? Ja. Ach, wie manchen Sack Kaffee habe ich schon von dir im Hafen gelöscht. Wir hatten immer eine holländische Firma oben auf. Ja, das stimmt. Peter van Vlierberge, Rembang, Java. Ja, richtig. Ach, lieber Rudolf, setzen wir uns doch lieber, ja? Ja. Hier ist die Freude wahrhaftig in den Beinschoten. Ja, Bruder. Rudolf, das ist ja nur zu und zu schön, dass wir uns nun endlich kennenlernen. Du und auch deine richtige Mama, Papa, kannst du nur beide in die Arme schließen, du? Ja, mein altes Mütterlein im Silberhaar. Die Frau Konsul, Vater, denk mal an, du. Ja, du, so eine distinguierte alte Dame, wie das ist, du. Rasiert bin ich ja nun. Umgezogen auch. Willst du mich denn gleich mit zu ihr nehmen, Bruderherz? Also heute noch nicht, Ulrich, denn unsere Mutter hat ja von all dem noch nicht die geringste Ahnung, nicht wahr? Ach so, ja. Morgen Vormittag kommst du zu uns. Geht in Ordnung, Rudi. Frühzeitig. Ja, ich will dir auch sagen, warum. Du musst nämlich da sein, wenn er kommt. Ja. Weißt du denn wer? Nee. Der Mann, der fälschlich den Namen Ulrich Möllmann führt. Ach, der also juristisch und biologisch ein Krischer Kattwinkel ist. Der ist vom Windel verweht. Ja, wir alle waren fest davon überzeugt. Ach, und nun ist er wieder aufgetaucht. Ja, es ist ganz eigenartig, dass gerade heute ein Telegramm aus Amsterdam kam. Von ihm? Ja. Guck mal an, was will er denn, lieber Rudi? So ein Kerl. Er will uns aufsuchen, Ulrich. Der glaubt sicher, alles sei vergeben und vergessen. Na, der wird sich denn ja wundern, wenn ich da bin. Ich als der richtige Ulrich Möllmann. Ja. Oh, da mache ich kurz einen Prozess. Mal keine Angst, Rudi. Na gut, ja, will ich Mutter von all dem in Kenntnis setzen. Oh, aber ja, vorsichtig, nicht? Ja, das kann bei so einer alten, distinguierten Dame eine schwere seelische Erschütterung hervorrufen. Ja. Nö, dies darf ich wohl mitnehmen. Das Corpus Dilectus, ja, das nimm mal ruhig mit, lieber Rudi. Gerda, pack da an lieben Onkel Rudolf den Kasten mein Papier. Danke, das ist nicht nötig. Ich habe meinen Wagen unten. Ach ja, richtig. Ich bin ja nun euer Onkel. Onkel Rudolf! Ja, lieber Dieter, du bist ein braver Junge. Glauben die immer nicht. Gerda, nicht wahr? Ja, noch eins, Ulrich und ihr beiden. Ich möchte bitten, dass dies alles nicht lautbar wird. Ja. Naja, es bleibt am besten, wie man so sagt, in der Familie. Hm? Ja, also dann bis morgen, Ulrich, nicht? Ja. Wiedersehen. Tschüss, sehen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Was kann er damit gemeint haben? Nicht lautbar wird. Das verstehe ich auch nicht, Papa. Wo du nun mal von Geburten Ulrich Möllmann bist. Da brauche ich doch nur nicht mehr Kattwinkel zu heißen. Wir alle nicht mehr. Nicht lautbar. Ich habe doch unten in der Wirtschaft erzählt, ich als Herrschaftskind kann mit so gewöhnlichen Volk nicht länger verkehren. Vielleicht schämt sich Onkel Rudolf unseren Büschen. Nee, du, so ist er nicht. Aber denk doch mal nach, Vater. Na? Du, das ist ihm alles so plötzlich über den Hals gekommen, das mit dir da, mit dem... Telegramm aus Amsterdam. Ja, na also, du, das soll erstmal verdaut werden. Also man bloß keine Angst. Nee, was? Nee. Brauchen wir nicht zu haben, Dieter. Ach, Kinders, für uns alle zusammen kommen nun bessere Zeiten. Und das verdankt ihr euren lieben Vater. Aber, so, na, nu, was denn hier los? Ja, du red. Sag mal, wozu hast du denn deine Beerdigungsuniform angezogen? Und guck auf das an, Mama. Oh, hat der Herr den gebracht, der eben die Treppen runtergegangen ist? Der? Nee, das war unser Onkel Rudolf. Onkel Rudolf, wer ist das denn? Wer das ist, fragt sie. Oh, Mama, du hast ja keine Ahnung, was sich hier inzwischen zugetragen hat, du. Das kommt, wenn man sich in der Nachbarschaft stundenlang festklönt. Oh, du red doch schon, Krishan. Krishan, sagt sie. Krishan ist gut, du. Das hat sich ausgekrischert mit Mama, dir. du Jawohl. weißt du, die Nehmt Papa das ist Ruhe. Sophie,
Nun kommt das endlich wieder in die Reihe, was damals das leichtsinnige Kindermädchen Bianca... Hängt der schon wieder vor der Bianca an? Ich will dir mal was... Herr Katwinkel, eine ganz große Neuigkeit. Ich habe heute ganz zufällig einen alten Tatterkreis kennengelernt. Hab mit ihm über dies und das gesprochen, was ihm so alles auf der Welt passieren kann. Nicht? Zum Beispiel, dass mal 2 kleine Babys auf einer Maskerade vertauscht worden sind durch ein herrschaftliches Kindermädchen mit Namen Bianca. Da hat der alte Greis sich an den Kopf gefasst so und hat gesagt, Bianca, geborene Hühnerwade, das war meine Frau. In ihrer letzten Stunde hat sie mir das eingestanden, was Sie mir gerade eben erzählt haben. Das verkehrte Kind aber hat sich auf dem Weg nach Hause so doll verkühlt, dass das 3 Tage danach schon gestorben ist, ja. Was? Die hochherrschaftlichen Eltern aber, die sich zu der Zeit auf einer weiten Reise befunden haben, die haben da gar nichts von zu wissen gekriegt. In der gleichen Nacht sind sie beide beim Eisenbahnunglück jämmerlich ums Leben gekommen. Was war das eben? Was erzählen Sie da? Beide tot, beide! Kann ja nicht angehen! Alles Lüge, alles Schwindel, das hast du dir von jemandem vorschlagen lassen. Aber nicht doch, Gerdi. Doch hast du das. Und ich weiß auch von wem, Mama. Von seinem Onkel. Ach was, ich habe doch noch gar keine Zeit gehabt, mit meinem Onkel über diese Sache zu sprechen. Doch rauszureden. Dein Onkel ist ja nur neidisch, weil wir nun nach dem Haarwestehuder Weg hingehören. Wir so Mieter wie wir sind nicht gern verlieren. Und du lässt dich von ihm dazu missbrauchen, du solltest dich verschämen, du. Hier, verdammt selig. Stopp mal eben. Sag mal, was erzählt Gerda davon? Bist du der Weg? Ja, was denn? Wir hier noch länger im großen Trampgang? In so eine Rummelbude? Aber Herr Katwinkel, nun hören Sie Von noch dem Namen will ich nichts mehr wissen. Und weil Sie das andere alles wissen, sollen Sie auch dieses wissen. Sie müssen nämlich wissen, ich bin ein geborener Ulrich Mühlmann. Und Herr Zerhausen ist unser Onkel Rudolf, der einen herrschaftlichen Diener hat. Oh, und die eine distinguierte Frau Konsul ist unsere Oma. Ist mein liebes Mütterlein im Silberhaar, das mich morgen an ihre Mutterbrust drücken wird. Jawohl. Frau Konsul? Albert, veranlassen Sie, dass dieser Mensch da draußen sofort aufhört, die Canzone aus Rigoletto zu pfeifen. Sehr wohl, Frau Konsul. Seit ich hier sitze, höre ich sie bereits zum 9. Male. Außerdem pfeift er sie falsch. Ich habe ihn vorhin schon aufgefordert, es zu unterlassen. Er erwiderte mir, er müsse auf diese Weise versuchen, seinen Kummer über verschmähte Liebe zu stillen. Jo. Sie sollen das widerliche Flöten sein lassen. Was soll ich? Sie sollen das widerliche Flöten sein lassen. Sein lassen? Ja, kann ich ja tun. Aber frühstücken wird man ja wohl noch können, wa? Hoftheim! Ungebildeter Mensch. Wie ist Haralds Befinden heute, Albert? Der Herr Doktor war vorhin bei ihm und ist zu dem Ergebnis gelangt, Haralds Zustand sei mit ziemlicher Sicherheit darauf zurückzuführen, dass er beim Kentern seines Kajaks zu viel Elbwasser geschluckt habe, was so ziemlich einer leichten Vergiftung gleichkäme. Der arme Junge. Er hätte also beinahe nicht nur den Tod durch Ertrinken gefunden, er wäre außerdem noch vergiftet worden. Es ist gut, Albert. Sehr wohl, Frau Konsul. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen. Hast du geschlafen? Schlafen? Nachdem du mir am Abend noch so etwas Entsetzliches berichten musstest. Ja, ich habe auch kaum ein Auge zugetan. Mir noch völlig unverständlich, wie so etwas möglich sein konnte, damals. Naja, durch die Leichtfertigkeit eines pflichtvergessenen Kindermädchens. Diese Bianca, die mein seliger Justus Erasmus noch am gleichen Abend, als wir aus Stockholm zurückgekommen waren, vor die Tür gesetzt hat. Als wir erfuhren, sie sei in schlechte Hände geraten und habe das Kind vernachlässigt. Dabei war es gar nicht mein Kind. Aber wir haben uns jetzt mit dem zu befassen, was du
gestern Abend entdeckt hast. So ganz nüchtern, als hättest du einen Fehler in deinem Hauptbuch entdeckt. Ja, wieso denn? Du hast doch zugegeben, das Monogramm UM hättest du selbst gestickt. Was für einen Beruf, sagtest du, übt er aus? Er ist im Hafen tätig. Er ist Schauermann. Schauerlich. Und seine Frau hast du nicht gesehen? Nein, die war nicht da. Ich will hoffen, dass er wenigstens eine gute Frau hat. Wenn ich an den braven Dieter denke, so muss sie eine stille, bescheidene Frau sein. Herein. Verzeihung, Herr Zerhusen. Ja, der Malermeister möchte Sie sprechen. Aber jetzt doch nicht, Alter. Ja, Bloß auf ganze 5 Minuten, Herr Zerhusen. Ja, sie ist ja unerhört. Moin. Guten Morgen, Herr Jungnickel. Ich wollte Ihnen mal bloß eben den gewünschten Kostenanschlag reinbringen, weil ich ja gleich zum Arzt muss. Ja, geben Sie mal hier. Sieh es mir nachher mal genau an. Ja, wieso denn? Sie lassen hier doch nur 2 Gesellen arbeiten. Tja, Herr Zerhusen, die beiden anderen habe ich leider entlassen müssen. They had me to feel. Dann hätten Sie besser daran getan, sich jenes Gesellen zu entledigen, der hier draußen arbeitet. Dieser ungehobelte Klotz pfeift mir dauernd die Ohren voll. Den kann ich ja nun leider nicht entlassen, Frau Konsul. Das ist nämlich mein Neffe. Soll mal mein Nachfolger werden. Dann bloß, er beträgt sich nicht danach. Seit Sonntagmorgens spricht er nicht ein Wort mit mir. Und bloß, weil ich dagegen bin, dass er sich so ein Mädchen aus dem Tramgang zur Frau nehmen will. Ach, Moment mal eben. Tramgang. Kennen Sie diese schmale Gasse mit den schmutzigen alten Mietskasernen? Ist da alles so verkommen, so verwahrlost? Natürlich, bin ja der Hauswirt. Ach so. Dann müsste Ihnen ja auch die Familie Kattwinkel näher bekannt sein. Kattwinkel? Ja. Und ob. Und ob. Was sind das für Leute? Das? Oh, Frau Konsul, ich sage Ihnen mit Vorsicht zu genießen. Er, wissen Sie, der Mann, der ist ja so dumm, wie er dick ist. Meinen Sie etwa geistig beschränkt? Ja, und wie? Gewiss erblich belastet, nicht? Ist er mal. Ja, und denn er seine Frau, die hat ein Maul. Nein. Ein Mundwerk. Schlimm, sag ich Ihnen. Warum meinen Sie? Ja, ich meine nur so, Herr Jungnickel. Ich werde mir den Kostenanschlag nachher genau ansehen. Oh ja, eilt ja nicht. Eilt ja nicht. Frau Konsul, darf ich wohl empfehlen? Ja. Das war ja eben keine angenehme Eröffnung. Siehst du nun ein, dass du sehr unüberlegt gehandelt hast? Inwiefern? Du hättest dich für das, was der Dieter dir erzählte, völlig desinteressiert zeigen müssen. Stattdessen gehst du auf Entdeckungen aus und hast ihn zu deinem Halbbruder legalisiert. Wie peinlich für uns. Nicht so peinlich wie das andere. Was andere? Ja, Mutter, du musst es nun doch erfahren, was ich dir gestern verschwiegen habe. Ja, was denn noch? Ich erhielt gestern ein Telegramm aus Amsterdam. Von wem? Von ihm. Ja, von ihm, der hier im Hause nicht genannt werden darf. Wie, der lebt? Sonst könnte er doch kein Telegramm schicken. Was hat dieser Taugenichts, der sich in aller Welt herumgetrieben haben wird, dir zu depeschieren? Er kündigte mir seinen Besuch für heute an, weiter nichts. Uns besuchen? So eine Unverschämtheit. Glaubt dieses verkommene Individuum, nun nach 35 Jahren sei alles vergeben und vergessen? Bestimmt glaubt er das. Und sicher auch, dass er noch Erbansprüche stellen kann. Und Erbansprüche. Wo nun doch erwiesen ist, dass er gar kein Müllmann ist. Das ist es doch, Mutter. Deshalb will ich ihm den echten Ulrich Müllmann gegenüberstellen. Denn der gleicht seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, ich habe mit ihm vereinbart, heute Vormittag hierher zu kommen. Mutter, der ist von einer Statur, sage ich dir. So. Wie einst ein Justus Erasmus Müllmann, bevor ihn der Schlag getroffen hat nach einem zu üppigen Börsenfrühstück in Lühmanns Austernkeller. Mutter, wenn der falsche Ulrich uns etwas Schwierigkeiten bereiten sollte, wird der echte Ulrich kurz einen Prozess machen. Das wird er sicher schon sein. Warte, Rudolf. Es ist keine Kleinigkeit für mich, ihn jetzt zu sehen. Den ich zwar geboren habe, aber von dessen Existenz mir bis jetzt nichts bewusst gewesen ist. Nun. Herein. Albert, was ist? Herr Zerhusen, ich darf Ihnen eine freudige Meldung überbringen. Ja, reden Sie doch nicht so viel. Ich weiß doch, wer da ist. Herr
Peter van Vlierberge aus Java möchte Herrn Zerhusen seine Aufwartung machen. Herr van Vlierberge? Sehr wohl, Herr Zerhusen. Dann ist er ganz unverhofft nach Deutschland gekommen, Mutter. Na gut, ich lasse bitten, Albert. Van Vlierberge? Ist das nicht... Das ist der Plantagenbesitzer aus Rembang auf Java. Ja. Also gut. Vorher noch etwas Angenehmes, bevor ich das andere über mich ergehen lassen muss. Bitte sehr. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Er ist es ja. Er! Ja, natürlich ist er das. Ich erkenne dich wieder, wenn auch inzwischen 35 Jahre vergangen sind. Sehr erfreut. Ja, und du wagst es sogar, dir unter falschem Namen hier Einlass zu verschaffen? Ich trage den Namen rechtmäßig. Als ihr beliebt, meine Herren. Ausgestellt von der königlich-holländischen Regierung. Ja, tatsächlich Peter van Vlierberge, Rembang, Java. Vor 10 Jahren adoptiert von meinem Patron Willem van Vlierberge. Er war mir gut gesinnt. Ich bin sein Universalerbe. So. Ich soll mich jetzt damit abfinden, meinen Geschäftsfreund, den Plantagenbesitzer van Vlierberge, vor mir zu haben. Als ihr beliebt, meine Herren. Und nicht mehr den Stiefbruder Ulrich Mühlmann. Rudolf, sage ihm, er ist es realitär nie gewesen. Das ist mir bekannt, Mefru, das weiß ich ja. Wie, das weiß er? Na, seit wann? Seit wann? Seit meinem 16. Lebensjahr. Seit seinem 16. Siehst du das? Nein. Damals schon? Ich bin eines Tages hier vor dem Haus von einem Ehepaar angesprochen worden. Die Frau gab an, in der ersten Zeit meines Lebens mein Kindermädchen gewesen zu sein. Die Bianca. Ja, Bianca, ja, so hieß sie. So, und die hat es also eingestanden, dass sie mich versehentlich von einer Maskerade mit hier ins Haus gebracht hat. Ja, das wissen wir auch. Ja, folglich war ich kein gebürtiger Mühlmann. Und wenn ich nicht so wollte wie Sie, würde sie das Geheimnis überall bekannt machen. Eine Erpressung also. Zuzutrauen war ja so etwas schon. Warum erfuhr denn unser Vater nichts? Ich hatte Angst, man würde mich in ein Waisenhaus stecken. In ein Waisenhaus, Herr Büch. Ach so, wenn es damals bekannt geworden wäre, ja. Darum auch vergriff ich mich an fremden Eigentum, um die Frau zufriedenzustellen, und fälschte den Namen von unserem Vater. So also war es damals. Ja, meine Schandtaten dürften mittlerweile wohl bereits verjährt sein. Es war ein Skandal sondergleichen. Von dem unechten Ulrich Mühlmann. Hier stehe ich nun als Peter van Vlierberge. Ja, aber warum dann das Telegramm aus Amsterdam von Ulrich? Ein kleiner Scherz. Ich bitte um Vergebung. Dennoch hoffe ich, dass die guten geschäftlichen Beziehungen zwischen der Firma Zerhusen und mir auch weiterhin bestehen bleiben in der Zerhusen. Die geschäftlichen, ja. Den Wunsch habe ich allerdings auch. Da ich morgen wahrscheinlich nicht mehr in Hamburg sein werde, könnten wir vieles, was ich noch geschäftlich mit Ihnen zu besprechen habe, vielleicht hier im Haus erledigen? Ja, natürlich, wäre mir sehr recht, wenn die Zeit drängt. Ach, darf ich für vorher noch mal nach Bremen telefonieren? Ja, aber selbstverständlich. Mein Arbeitszimmer steht Ihnen zur Verfügung. Ich begleite Sie eben. Bitte. Nicht nötig. Ich weiß hier noch gut genug Bescheid. Ja, Mutter, was sagst du dazu? Er ist trotz allem doch noch ein brauchbarer Mensch geworden. Warum musste er das Telegramm unter Ulrich aufgeben? Ach so, ja. Sonst wärest du wohl nicht auf Entdeckungen ausgegangen. Was wird nun noch alles daraus entstehen? Nicht auszudenken. Ja, Mutter, soll das heißen, dass du den echten Ulrich gar nicht sehen möchtest? Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch mit ihm anfangen soll. Hör mal. Zugegeben, er ist mein leiblicher Sohn. Aber für mich ist er doch ein unbekannter Mann. Uns trennt eine Welt. Er lebt in einem anderen Milieu. Ist ein Schauermann. Schauerlich. Ja. Wir müssen uns damit ab. Wir werden eine Lösung finden müssen. Bitte sehr. Und nehmen Sie Platz. Ach, komm mal. Skat spielen Sie hier auch. Nimm die Mütze an. Mütze an. Na, was macht Harald denn? Unser Harald muss auf ärztliche Anordnung noch das Bett hüten. Och nein, hat er denn bei dem Wasserfallen sich so doll verkühlt? Er hat zu viel Wasser geschluckt. Von dem Wasser der Elbe. Ja, ne?
Kann ich ihm nicht mal guten Tag sagen? Ich werde dich hinaufführen, lieber Dieter. Fräulein Gerda rief vorhin an und lässt Ihnen sagen, sie könne sich erst einfinden, wenn Ihr Chef ins Kontor gekommen wäre. Gediegen, dass der Chef nie rechtzeitig in Geschäft kommen kann, ne? Du Mutter, ich lass euch lieber erstmal allein mit unserer neuen Oma, ne? Du Vater, drück sie vor lauter Liebe mal nicht zu doll, du. Alte Frauen haben meist morsche Knochen. Echt? Ja, ja. Ach, Sophie. Hier habe ich also immer von Rechts wegen juristisch und auch biologisch hingehört. Christian, na nun halt doch mal still, Mann. War doch nicht jeder gleich zu sehen, dass wir ihn dir eben erst gekauft haben. Mensch. So. Ach, weißt du, in so einem teuren Anzug, da muss ich ihr doch einfach gefallen. Meinem lieben, alten, herrschaftlichen Mütterlein. Und die Rosen, die hältst ihr gleich entgegen. Hörst du? Ne? Du hättest das Papier lieber drumrum lassen sollen. Dann sieht sie wenigstens, wir haben sie aus dem Laden und nicht aus den Anlagen. Das gehört sich doch so. Man steht doch hier in dem Buch, was ich mir von Frau Knust geliehen habe. Guter Ton und gute Sitte. Ein Wegweiser für den Verkehr in der Familie und in der Gesellschaft. Steht alles drin, du. Ja. Pass mal auf. Pass mal auf. Hier. Setz dich nicht auf die Mütze. Nee. Hier. Benehmen bei Tisch. Ja. Mann, da wirst du ja noch mal Läschen mit haben. Als wenn ich nicht von selber weiß, dass man nicht mit dem Messer essen darf, wenn noch mehr dabei sind. Hau hier bloß nicht so aus Versehen rein, als hättest du schon 8 Tage bei mir nichts mehr zu essen gekriegt, ne? Also ich unverschämt, wie du immer redest, ja. Sophie. Aber du frisst doch wie ein Scheun. Halten die Leute sich doch schon überall. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Hätte fast vergessen, die wirten Eltern des braven Dieter zu melden. Wir sind sehr erfreut auf dies Empfängnis. Wenn ich mir gestatten darf, noch darauf hinzuweisen, es befindet sich ein hoher Gast im Hause. Ein Herr Senator vielleicht. Es ist ein großer Plantagenbesitzer aus Java, Herr van Vlierberge. Wird mit Miner angeredet. Herein! Van Vlierberge aus Java, der ist mir doch schon lange bekannt. Dir? Woher wohl? Ja, nicht persönlich, aber wie manchen Sack Kaffee von ihm habe ich in Hafen schon gelöscht. Red doch hier bloß nicht so viel von deiner Arbeit. So eine Leute wie hier, die riechen denn schon immer gleich den Schweiß. Erzähl du mal lieber, dass du 2-mal getauft worden bist. Du, das imponiert. Sofort. Sofort, hat er gesagt. Ja, nun mal nicht so hiddelig, Mann. Das sagst du so, das ist ja nicht so einfach für mich, endlich nach 51 Jahren mein liebes altes Mütterlein in die Arme schließen zu können, nicht? Denk aber daran, was Dieter dir gesagt hat, ne? Und quetscht ihr dabei keine Rippen kaputt. So. Mein halber Bruder, mein Halbbruder Rudolf. Tag, lieber Rudolf. Tag, Ulrich. Ja. Das ist meine Frau, die Sophie. Tag auf, Schwager Rudolf. Tag. Nett, dass wir uns bei die Gelegenheit auch mal kennenlernen. Er hier war schon ganzen Morgen rein, oder Tüt. Ja, beis Rasieren hat er schon immer gesungen, wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden. Ne? Ach, nun erzähl doch nicht lang, Sophie. Ja, ich muss aber leider zu meinem größten Bedauern sagen, dass Mutter heute nicht empfangen kann. Na nu, Nicht? Warum nicht? sollen doch extra deswegen heute herkommen. Ja, das wohl, aber naja, ich hatte nicht bedacht, wie sie es wohl auffassen könnte. Es ist für sie alles so überraschend gekommen, das muss man verstehen, nicht wahr? Sie ist eine alte Frau und sie kann sich nicht so schnell damit abfinden. Mhm. So. So. Mhm. Ist also für mich nicht zu sprechen. Ja, sie
befürchtet eben, es ginge über Ihre Kraft. Ja, Albert? Bitte? Verzeihung, Herr Zerhusen. Herr Prokurist Hansen ist am Apparat. Ja, danke schön. Aber Herr van Vlierberger hat ein Gespräch nach Bremen angemeldet. Ist schon erledigt, Herr Zerhusen. Herr van Vlierberger betrachtet in der Halle die Bilder. Ja, danke schön, Albert. Ja, also ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, ja. Geahnt habe ich sowas, ja. Gestern Abend schon, wie ihr aus Rand und Band wart. Sie will also nichts von mir wissen. Mich nicht mal sehen. Ihr eigen Fleisch und Blut nicht. Kann ich denn was dafür, wenn man mich damals vertauscht hat? Das ist ihr nun wahrscheinlich peinlich, nicht? Das kann ihr doch wohl nicht so peinlich sein, wie das damals, als der falsche Ulrich, wer weiß nicht, was alles ausgefressen hat. Vielleicht hat der Vagabund ja ein zweites Telegramm aus Amsterdam geschickt. Er kommt nicht. Also braucht man dich auch nicht mehr, um ihn an die frische Luft zu setzen. Ja. Oh Gott, soll er das sein? As you believe. Ich bin Peter van Vlierberger aus Rembank auf Java. Der ist das, Mensch, ich hab schon gedacht... Sehr angenehm, Ihnen, Herr. Und ich bin Ulrich Möhlmann, aber der Richtige. Und ich bin seine richtige Frau. Aha, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ja. Wenn ich eben recht verstanden habe, will Frau Zerhusen Ihren rechtmäßig erstgeborenen Sohn nicht empfangen. Ich will mich nicht kennenlernen, mein Herr. Lässt uns bestellen, das ginge über ihre Kraft. Ja. Sag mal, wieso eigentlich? Sie braucht dich nur doch gar nicht mehr auf den Arm zu nehmen. Dann lass sie. Komm, Sophie, wir gehen wieder nach Hause. Nein, ich will dafür sorgen, dass... einen Augenblick bitte. Was? Sie, Herr Minherr? Oh, denn sind Sie bei seiner Mutter wohl gut angeschrieben, was? Herr van Vlierberger, Och, können wir um die David. geschäftlichen Dinge... Ach, darf ich Ihnen bekannt machen. Es sind die werten Eltern eines braven jungen Mannes, der unseren einzigen Sohn Harald vom Tode des Ertrinkens gerettet hat. Der Diener hat mir bereits davon erzählt. So. Ich weiß noch, wer in Wirklichkeit ist. Der echte Ulrich Möhlmann. Und darum sollte Ihre Frau Mutter ihn nicht abweisen, Mina Zerhusen. Ja, na... Gut, ich werde mein Möglichstes tun. Inzwischen kann ich ja wohl den Sohn Harald kennenlernen, nicht? Ja, aber selbstverständlich. Der Diener wird Sie zu ihm führen. Na? Wenn Frau Konsul soeben den Anblick von dem falschen Ulrich Möhlmann ertragen konnte, dann kann sie es auch bei dem echten Ulrich Möhlmann. Was sagt der mein Herr da eben? Sie hat eben den Anblick von dem falschen Ulrich vertragen können? Ist der Spitzbube denn schon hier gewesen? Bevor ich adoptiert wurde, war ich der falsche Ulrich Möhlmann. Du. Hab ich den richtig verstanden? Den war er das doch selber. Der juristische und biologische Krischon Kattwinkel. Und weil so einer adoptiert worden ist, wird er großartig als hoher Gast empfangen. Und ich, du. Ich, der sich nie nicht was hat zu Schulden kommen lassen, der alle Zeit ehrlich gewesen ist. Du, hast du eine Kaffeeplantage? Du hast auch noch nicht mal einen Schrebergarten. Scheint also doch noch zu kommen, aber nur los. Und nicht so ungestüm, hörst du? Wahrhaftig. Als wäre ein Justus Erasmus Mühlmann seinem Grabe entstiegen. Das habe ich dir ja gesagt. Willst du dich bitte setzen? Bitte. Ne? Bitte. Du sollst dich zu ihr setzen, mal los doch, Mensch. Bitte, die haben wir mitgebracht. Sind aus dem Laden. Na, bitte. Oh, danke, Schwager Rudolf. Mutter, ich habe mit Van Vlierberger etwas Geschäftliches zu besprechen, ja? Bitte. Na, Mama? Wie geht's denn?
Ich habe nun also meinen wirklichen Sohn Ulrich vor mir. Ja, und ich heiße Sophie. Das heißt, Sophie ist ja bloß mein Taufname, denn du musst wissen, liebe Mutter... In meinen Kreisen ist es Usance, dass die Mutter des Mannes ihre Einwilligung geben muss, um mit dem vertrauten Du angeredet zu werden. Ach so. Wäre es nicht überhaupt besser gewesen? Wir hätten niemals voneinander gewusst. Das scheint mir aber auch bald so. Ich habe mir so gedacht, weil ich doch ein richtiger geborener Mühlmann bin. Und was versprichst du dir davon? Dein Vater, Justus Erasmus Mühlmann, ist bereits im Herbst 1909 verstorben. Och nö, so früh schon. Er war volle 18 Jahre älter als ich. 18 Jahre, denk mal. Woran ist mein lieber Vater denn gestorben? Er liebte zu sehr das reichliche Essen. Da, hast das gehört, du da? Denk mal an, ne? Hummer, Austern, Gänseleberpastete, Lachs und Kaviar. Kriege ich ja gar nicht. Von seinem nicht unbeträchtlichen Vermögen, welches er hinterlassen hat, war der größere Teil für seinen einzigen Sohn bestimmt. Ja, das bin denn ja ich. Allein die Inflation hat alles restlos entwertet. Na, das hätte nicht kommen müssen. Ist also alles futsch. Ich bin für meine Begriffe heute eine arme Frau. Och nö, denk mal. Hier ist nicht eins Gold, was glänzt, ne? Das tut mir aber wirklich leid, Mütterlein. Ja, das kann einem aber auch leid tun. Ich meine, wenn uns das mal klöderig geht, oh Gott, wir sind das ja gewohnt, ne? Aber wenn man früher mal bessere Zeiten gesehen hat, so mit Hummer und Kaviar und so, das ist bitter. Herr Entree. Verzeihen, Frau Konsul. Unser Harald hat den Wunsch geäußert, auch Dieters werte Mutter begrüßen zu dürfen. Mich also, och, das finde ich... Aber Bitte. danke. Och, das finde ich aber nett. Ich gehe gleich... Ach, gehen Sie mal schon voraus. Ich komme gleich nach. Bitte. Hör mal zu, Christian, alias Ulrich. Wenn das wirklich so ist, dass deine Mutter, der du dein Leben verdankst, hier im goldenen Käfig sitzt, du, dann ist das aber deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, wenn du mal wieder einen großen Verdienst hast, nur auch mal endlich für deine alte, richtige Mutter zu sorgen. Wir beiden wollen uns darin wenigstens nichts nachsagen lassen. Warum hast du dir nur eine so unmögliche Frau genommen? Doch genommen hat sie ja mich eigentlich. Es bleibt mir unter diesen Umständen nichts weiter übrig, als diese eine Bitte zu äußern, die du mir hoffentlich erfüllen wirst. Aber klar, mache ich, tue ich, jawohl. In Anbetracht dessen, dass mein Sohn Rudolf Inhaber einer angesehenen Hamburger Firma ist. Du kennt ihn nicht bei uns im Hafen, wo uns also immer die Säcke... Und wir hier von der Umwelt sehr beobachtet werden, wäre es wirklich wünschenswert, wenn du und deine Familie von diesen zwar sehr engen verwandtschaftlichen Bindungen dennoch keinen Gebrauch machen würden. Ach so. Tja. Dann werden wir uns eben danach richten. Ich hätte aber auch noch eine Bitte. Wenn ich sie dir erfüllen kann. Ja. Ich möchte wenigstens einmal, wenn auch bloß auf dem Bild, meinen Vater gern mal sehen. Du musst mich ein wenig stützen. Ja. Komm, Mama. Wollen Sie einstweilen hier Platz nehmen, kleines Fräulein? Oh, Papa, sag... Er pfeift schon wieder. Maler sind sonderbare Menschen. Nicht nur, dass sie Schmutz im Hause machen, sie bepfeifen sogar ihren Kummer wegen verschmähter Liebe. Die verschmähte Liebe bin ich. Oh Gott.
Gerdi. Du da drin. Du, dann riskier ich einen Sprung durchs Fenster. Werner, sei mir mal wieder gut, ne? Kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Werner, warum denn nicht? Weil ich dir doch gar nicht böse bin. Du dumme Deer. Werner, war ja gestern so eklig zu dir. Ja, du fangst ja schon früh mit an. Andere Frauen warten damit gewöhnlich bis nach der Hochzeit. Werner, ich will auch nie wieder so zu dir sein, du. Nee? Na komm. Oh. Du, Werner, denk dir mal, du. Ich hab eben unterwegs seinen Onkel getroffen, als er von Arzt kam, du. War ganz geknickt. Der Arzt hat ihm streng verboten, sich ja bloß noch einen Tag länger ums Geschäft zu kümmern. Ja, braucht er doch auch nicht. Wozu habe ich denn meinen Meister gemacht? Du, und dann habe ich deinem Onkel erzählt, dass mein Papa gar kein richtiger Kattwinkel ist, sondern ein Herrschaftskind, ne? Und als er hörte, dass mein Papa seine Wiege hier in diesem Haus gestanden hat und dass die alte, distinguierte Frau Konsul... Distinguierte. Naja, also als er hörte, dass die seine leibliche Mutter ist und wir mit Zerhusens verwandt sind, du, da hat dein Onkel vielleicht Augen gemacht und hat gesagt, dann sollen wir uns mal bald fest verloben. Nee. Ja, du, und die Hochzeit nicht erst lange rausschieben. Du, das hat er wirklich gesagt. Hat er gesagt. Und denk mal, mein Chef hat mir vorhin selber den Vorschlag gemacht, meinen Urlaub erst in 14 Tagen anzutreten. Tja, was kann dir das nützen, ne? Wenn ich nun mein Onkel sein Geschäft führen soll, dann kann aus unserer Reise nach dem Harz nichts werden. Uff, Werner, was wollen wir denn da auch, ne? Bloß wegen der Berge und Täler und Wälder. Ja, ne? Und die Bäume da sind auch alle aus Holz, ne? Du, komm lieber mit raus, ne? Ja, du aber bloß einen kleinen Augenblick, ne? Reich mir die Hand, mein Leben, komm aufs Gerüst mit mir. Albert, wo ist meine Mutter mit... Frau Konsul wird sich mit Herrn Kattwinkel in ihr Appartement begeben haben, um ihm das Porträt ihres ersten Gemahls zu zeigen. Gelauscht, Albert? Aber nein, Herr Zerhusen, ich vermute nur. Ach, denn will mein Ulrich sich wohl mal seinen richtigen Vater ansehen. Bitte nicht. Wieso? Als wenn das keiner wissen darf, dass aus meinem Krischer nun Ulrich wird. Nein, das darf nicht bekannt werden. Nun bin ich aber baff. Und warum nicht? Wo er doch juristisch und biologisch hierher gehört. Ja, das ist wohl... Aber es ist doch unmöglich schon, dass zwischen uns beiden die üblichen Vertraulichkeiten bestehen. Ach so, also nichts von wegen Bruder und Schwager. Man darf doch nicht außer Acht lassen, dass Sie... Ist gut, ich hab das schon begriffen. Ja, gut. Eure gemeinsame Mutter, und das ist sie ja nun mal, ne? Die hat uns das vorhin ja auch schon deutlich genug beigepult. Wäre wohl besser gewesen, meint sie, wir hätten nie was voneinander gewusst. Aber haben wir uns hier vielleicht aufgedrängt? Nein, das weiß ich Und glaubt doch man nicht. nur, wir wollen ja nur, wer weiß, was für Ansprüche stellen? Naja, Gott, mein Mann in seinen dummen Verstand, der hat nun sicher gedacht, wäre bei ihm der Wohlstand ausgebrochen. Naja, er ist ja auch der rechtmäßige Sohn von der Frau Konsul, ne? Aber wenn man denn von der so zu hören kriegt, wie ihr das hier geht, als alter Frau, verarmt. Na, danke. Ich muss doch sehr bitten. Hat ja selber gesagt, Das ist hier. nur eine Marotte von ihr. Was? Eine Ach, Marotte? natürlich. Sie hat auch heute noch aus ihrem sicher angelegten Vermögen ganz ansichtliche Einkünfte. Ansehnliche Einkünfte. Aber natürlich. Und ich habe schon zu mir gesagt, dann hilft dann nichts. Auch wie habe ich zu mir gesagt,
Schlecht soll ihr das auf ihre alten Tage nicht gehen. Sie ist die leibliche Mutter von deinem Mann. Nimm's einfach wieder eine Stelle an zum Treppenscheuern. Ein paar Groschen hast du denn immer für sie über, habe ich mir gesagt. Diese Absicht hatten Sie ja, das ist ja mehr. Du Mutter, du, hör mal, weißt du, ach, das ist doch Onkel Rudolf. Guten Tag, Onkel. Stopp, mein Junge. Für dich und für uns ist das Herzerhusen. Und auch bloß Frau Konsul, verstanden? So, warum denn das? Ja, der Unterschied zwischen Trampgang und Harvestehuder Weg, der ist ein bisschen zu groß. Ach so. Dennoch, lieber Dieter, soll es dabei bleiben, wenn ich dir irgendwie einmal behilflich sein kann. Das will ja nun jemand anders für mich. So? Du Mutter, denk dir, du, wie ein Herr von Flierberge, ne? Der reist ja erst einen Monat wieder nach Java, du. Und er will mich so gerne mitnehmen. Ja, was? Nach Java? Soll man von klein an der Hacke was? Nach Java. Das ist doch großartig. Du, auf seine große Plantage, Mutter. Was meinst du, was ich dir denn immer fix Kaffee schicken kann, du? Nee. Ich will meine Kinder lieber in Haus behalten. Denn lieber wie bis eben und bis jetzt immer den vergnügten Muggefuchs schlammen, nicht? Soll ich denn immer Dexmann spielen? Auf dem Schlepper? Auch ich glaube, einem jungen Menschen wie Dieter wird draußen in der Welt ein weit besseres Fortkommen Ja. geboten. Erst macht man die Kinder groß und dann gehen sie aus dem Haus, ne? Du, mein Herr von Flierberge will das noch alles mit dir und Vater beschnacken, Mutter. Erst bloß ihm Albert Bescheid sagen, Taxen zu bestellen, du. Für uns auch. Will mit uns nach Haus. Nach dem Trampgang? Ja, Mann, der wird sich ja wundern, wie der echte Ulrich Mühlmann wohnen muss, ne? Wieso? Du brauchst ihn ja nicht aufs Sofa zu nötigen. Froh? Ich habe an den Jungen gleich so viel Freude gefunden. Ich will ihm die besten Aussichten bieten. Ich will ihm ein guter Onkel sein. Ne? Na, siehst du, Mutter? Danke. Noch immer alle da? Ja, Mutter. Du, Sophie, guck mal. Echt Gold. So ein Andenken sein an meinen Vater. Na ja, haben wir endlich was zu versetzen. wenn Sie uns mal wieder den Strom sperren, ne? Und meinen Namen behalte ich denn also? Mann, warum denn nur auch noch anders heißen? Sieh mal, Kattwinkel, das klingt, aber Mühlmann. Diese Frau ist in der Tat unerträglich. Herr Müllfruch, ich will Sie gleich von unserem Anblick befreien. Sie sollen nur noch wissen, wie ich gern dem echten Ulrich helfen will. Ich fühle mich dazu verpflichtet. Oh, weil man uns damals auf einer Maskerade in der Garderobe vertauscht hat. Lass mich dafür sorgen, für dich eine bessere Existenz zu finden. Ich bin dazu bereit. Oh Mann, er will uns unter die Arme greifen, wie schön. Aber womit am besten? Oh, womit Sophie, du, ich sehne mich ja schon lange nach so einer kleinen, süßen, gemütlichen Gastwirtschaft. Ja, das könnt ihr vielleicht so passen. Nee, Christian, ich weiß viel was Besseres. Ja. An der gleichen Stelle, wo meine Mutter 20 Jahre lang mit ihren Stint, Schellfisch und springlebendigen Schollen an Kannstein gesessen hat. Auf dem Großneumarkt. Ja, da steht doch nur Frau Barkenbusch ihren Pavillon, den sie verkaufen will. Eine Knackwurstbude. Mensch, was heißt hier Knackwurstbude, Mann? Da lässt sich doch was ausmachen. Schnellimbiss, belegte Brötchen, kalte Carbonaden, Frikadellen, weicher halb Hack, halb Brot auf 20 ein Ei. Mann, dein Bauch ist für unser Unternehmen die beste Propaganda. Und oben über steht ein Schnellimbiss beim Herrschaftskind. Na? Ja? Albert, was gibt's? Verzeihung, Herr Zerhusen, die beiden Taxen sind vorgefahren. Dankeschön. Dann möchte ich nun erstmal Abschied nehmen. Von Ihnen, Frau Konsul, und von Ihnen, mein Herr Zerhusen. Ich wünsche Ihnen beiden von Herzen alles Gute. Danke sehr. Farewell. Nee, Mann, Gerda wollte doch noch kommen. Ja. Wenn Sie gestatten wollen. Du, Sophie, guck dir mal das Spielwerk da draußen an. Ach, genügt, wieder zuziehen. Ach, Liebe ist was Wunderbares, ne? Selbst oben auf dem wackeligen Malergerüst. Gestern haben sich die beiden noch in die Haare gelegen und heute ist das? Gerade so wie manchmal bei euch beiden. Guck mal, dir juckt wohl das Feld, wa? Sag deinem Muttermann mal Tschüss, ne? Du, das habe ich vorhin schon in Ihrem Appartement. Ja, dann entschuldigen Sie auch vielmals, dass wir Leute aus dem Trampgang Sie hier heute mit unserer Anwesenheit belästigt haben. Aber wozu noch solche Worte? Ja, wir hätten uns ja vielleicht auch nie kennengelernt, wenn nicht unser Jung... Ja, wenn sich unser Dieter letzten Freitag mit seinem Schlepper die Elbe runtergeschippert wäre. Tja. Farewell. Legenden des Fußballs treten gegeneinander an.
In einem Spiel, das es nur einmal im Jahr gibt. Und Sie können live dabei sein. Sportclub Live, Tag der Legenden, Sonntag 14:45 Uhr, hier bei uns im NDR.